Audio läuft. Kannst du einmal klatschen, Bro? Einmal nur. Geht ja dann. Okay. Ich kann was im Blick angeschaut. Hast du was im Blick gesehen, Bro? Nur ganz kurz, wenn ich so mehrmals klatsche hätte. Ich so PTSD und Er geht so, Bro, was machst du? Trauma, das Trauma von früher gekommen, Bro. Ja, er geht so, na, der geht nicht. Aber easy, Bro, easy. Ja, Ich habe jetzt 2 Sekunden gemacht, der Daddy. es fängt an. Schön. Also. Willkommen zu der 28. Folge von Kurz und Bündig. Wir haben direkt aus den Charts zu uns in Aus der Ostschweiz. Aus Ostschweiz, aus den Charts, direkt in der Garage bei uns. Monet 1902. Was läuft, Bro? Nicht, Bro, danke, dass ich dort darf sein, Mann. Bitte gern, Bro. Wir müssen suchen einen anständigen Platz für deinen Privatjet, das kannst du einigermaßen anständig landen. Bro, wirklich, ich muss sagen, der rote Teppich, Ist Alles. wir haben mich empfangen gefühlt. Sehr schön. Geil, geil. Bevor wir da in alter SRF-Manier wieder unser normales Interview führen, gibt es für euch das Intro von Kurz und Bündig. Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, kennen eigentlich so Asen und Brunnenkarren. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? 10 ist da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. ja, der Melodie. Okay, von wo kommen meine Seelenverwandte? Kurdistan? Du und dein scheiß Podcast, ihr beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist Kurz und Bündig morgen. Das ist Kurz und Bündig morgen und wie immer fangen wir unsere Folge an mit einer Weisheit. Und zwar haben wir einen guten Freund von uns, der Ali. Und der ist, Bro, du musst dir vorstellen, ist einfach so ein bisschen unser Orakel, unser modernes Orakel. Auch für ihn haben wir einen kleinen Jingle. Alle Straßenweisheiten. Es ist einfach etwas, Bro, einfach reingefetzt. Aber es geht nur darum, es geht mehr um das, was er sagt. Okay, Scheiß auf den Jingle. Und alle Straßenweisheit, die neu ist, Hure ist mein Vater da geflüchtet, dass wir auch da keinen Strom haben. Oh, der ist deep, Bro. Der ist bitter, Bro. Der geht direkt ins Herz. Ich schwöre, Mann. Ich find's gut. Okay, Mann. Stark. Das ist ein sehr kreativer Tweet. Also, Bro, es es ist ist hure, ich weiß nicht, ich muss sagen, wenn ich einmal unsere Leute anschaue und du würdest sagen, er hat das rauslassen, ich würde sagen, du lügst. Bro, es ist, du hast ja auch deine Wurzeln. Also ich habe deinen Wikipedia-Artikel gelesen, an dieser Stelle Respekt Geil, Bro. für den Wikipedia-Artikel. Nur kurz, der Wikipedia-Artikel hat, der hat erreicht. Der hat erreicht, Bro. Wer hat eigentlich hat erreicht, Bro. Ja, Bro. Bro, ja, ich muss ehrlich, also ich muss fair mit euch sein. Ja, Ich habe den Artikel noch nie gelesen. ja, das ist viel. Das ist, Bro, schau, andere Schweizer Musiker schreiben ihn selber, du hast ihn nie gelesen, das ist schon mal ein gravierender Unterschied. Ich habe wirklich lange nicht mal gewusst, dass ich einen Wikipedia-Eintrag habe. Ja, schau was? jetzt. Wirklich. Bis jemand zu mir kommt und sagt, yo Bro, bist du wirklich 42? So shit, wie kommst du drauf? Also, Bro, dein Wikipedia-Eintrag, Mann. Shit. Du hast dich böse gut gehalten. Alter, Bro. wo gehst du? 42? Der spricht farbenblinks oder so, oder was auch immer. Bro, 42, das kriegst du doch nicht. Bro, Das ist auf Wikipedia gestanden, Bro. das ist eben das. Ja, eben, du hast nicht gewusst, dass du einen hast. Ich check jeden Tag, ob ich einen habe. Bei mir ist immer noch kein Thema, leider. Ich mach einen, Bro, ich mach einen. Dankeschön, Bro. Dann bist du aber 53. Du bist wie ein Ghostwriter, das ist geil. Ein Kollege von mir in der zweiten Oberstufe hat mal eine Welle klar machen. Und sie ist so halt auf so Fußball gestanden, weißt du? Und er geht auch gut shooten, aber er ist so Mittelmaß gewesen, weißt du? Wieso ein bisschen verletzt hat. Nachher er so, hey Bro, weißt du, es ist hure Schuss und so, und ich will sie unbedingt ansprechen, aber hure Chance, weißt du? Ich so, Bro, ich habe eine Idee. Und da, ich weiß nicht, ob du es jetzt mit dem Video kannst, aber du kannst auch Wikipedia-Artikel für ein paar Stunden, wenn du kannst selber bearbeiten, so als Externe, und dann ist für ein paar Stunden so. Es bleibt, bis jemand korrigiert und wieder rückgängig gemacht. Ja. Und dann geschrieben, der so und so spielt bei Arsenal in der Jugendakademie. Nein, dies und das. Und ich habe das sowieso ausgedruckt und in meinem Vortrag gesagt, ich so, hey, ich habe einen Kollegen, der Fußballer ist. Sie schaut so hin an, gell? Er geht in der Pause sie ansprechen. Er so, ja, weißt du, ich muss nächste Woche wieder auf London wegen Trainingscamp und so. Und sie so, oh mein Gott, du shootest wirklich und so. Und ich so, da, schau den Artikel.
Boah, ihr habt euch richtig Mühe gegeben. Ja, So richtige Bro. Mission Impossible. Bro, ich sage ja, wenn Leute sich genau gleich viel Mühe würden machen für ihr Leben, Ja. wie sie sich Mühe geben zum Pussys klären, Bro. Bro, Leute wären Wir weit schon im lange, Leben. Klimaerwärmung würde es gar nicht geben, Bro. Es hätte es gar nicht geben, Bro. Der Bro, ich schwöre dir. Sag, der Klimalösung hat, der bekommt 72 Jungfrauen, Bro. Auf einmal jeder kennt so am Sachen aufschreiben. Auf jeden Fall in dem Wikipedia-Artikel steht, also wegen der Wurzeln sind wir dazu gekommen, Bro. Du hast tunesische und mazedonische Wurzeln. Also tunesische, italienische und mazedonische. Okay. Genau. Bruder, keine Ahnung, was da für ein Mix passiert ist, Bro, aber es ist gut rausgekommen, wie es aussieht. Und, aber einen Schweizer Pass hast du ja auch. Nein, Bro, ich bin immer noch in der Schweiz mit einem C-Ausweis. Was? No joke. Du hast immer die Ausländerkarte spielen, immer noch? Immer noch, Bro. Oh mein Gott. Immer noch. Gune, Bro, Gune. Immer noch. Nur weil ich Ausländer bin. Ja, immer so. genau so. Wenn Ey, Fall nicht lachen. Ich habe eine Weile lang, wo doch ich weiß nicht mehr, wie das war, aber die Gesetzes... Abstimmung wegen, und so. Genau, wegen dem Ausschaffen. Ja. Ah. Wo da kommst, ich bin nervös geworden. Auf einmal du in Djerba, so keine Ahnung. No noch joke, nie. Bro. Weißt du, ja, einen Schweizer Kollegen gehabt und auch einen Italiener. Und die haben aber beide den Schweizer Pass gehabt. Und wir haben das dritte halt immer Scheiß gemacht. Und ich habe noch zu den Jungs gesagt, ey Bro, wir machen keinen Scheiß mehr, Bro. Weil die Wir schauen gehen schon lange nicht auf raus. mich. Und die so, nein, man, da passiert nichts. Ich so, Bro, bei euch passiert nichts, aber bei Ja. mir weiß ich nicht. Bro, eben, ich du auf einmal in Tunesien, noch nie dort gewesen. Du so, Er einfach, kennst du den Gali, der Rapper? Ja. Du einfach der Gali nachher von Tunesien. Auf Arabisch am Rappen, Bro, überleg. Wäre so geil, Mann. Wer weiß, vielleicht hätte ich den noch mehr Erfolg. Geil. Wer weiß. Weißt du, was auch noch auf Wikipedia steht, dass du durch den Song Hotel mit dem Dardan berühmt worden bist? Also ich denke, das steht einfach dort drin, einfach, weil das so ein bisschen der erfolgreichste Song war. wo Also ich dabei kommerziell, war. würdest du sagen? ist kommerziell, der, genau. Okay. Weil ich meine, du hast ja ich glaube, der erste Song, den du gemacht hast, dort haben wir uns ja auch kennengelernt, ist Tous les jours gewesen. Ist nicht Oder? der erste gewesen? Also nein, sorry, der erste, der ein bisschen gekittet hat, glaube ich, oder? Genau. Ist es auch der erste, ist nicht der erste auf Hochdeutsch gewesen? Du hast immer schon... Also von Tag 1 habe ich Hochdeutsch gerappt. Okay. Ja. Haben da sicher viele Deutsche im Interview schon gefragt, wieso kannst du so akzentfreies Hochdeutsch? Und sie so Ja, jedes die Mal, Frage kommt sehr, sag mal sehr oft. Küchenkästchen. Ja, das ist halt so etwas, wo du als Schweizer in Deutschland durch musst. Ja, Weißt du, was ich meine? voll. Ja. Vor allem, du bist dann auch immer der Gag auf der Party. So. Ja. Ich sage nicht der Gag, ich bin der Gag. Ja. In dem Moment, aber easy. Ja, aber ich kann es dir gar nicht erklären, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist, dass ich es kann. Also ich habe es immer so geredet. Klar, wenn du dann noch ein bisschen öfters in Deutschland bist, dann eignest dir halt noch ein bisschen den Slang an. Ja. So die Sprüche, die es halt immer drücken. So. Aber sonst eigentlich immer schon so geredet. Bro, bei mir, also ich würde sagen, ich habe auch recht akzentfreies Hochdeutsch. Und bei mir haben immer alle gemeint, wie ich so viel gelesen habe und so. Dabei, Bro, ich habe einfach viel zu viel Fernsehen geschaut als Kind. Bro, ja, me too. Weißt du nicht. Viel zu viel. Und dort lernst finde ich, eine gute deutsche Aussprache. Aber, Fix Englisch auch, so MTV. voll. Von früher. Safe. MTV Next hat mir sehr viele Wörter beigebracht, Bro. Wo ich nachher gemerkt habe, es bringt nicht so viel in der Schule. Aber egal, ich habe ein paar Wörter auf Englisch gelernt auf MTV. Hat gelangen, um meine Eltern zu begleiten, weißt du, von da bis auf Türkei. Schwör, mit dem Ding Englisch. Hat nicht mein Onkel mal eine Story gehabt, wo er Englisch geredet hat? Ja, so Bruch Englisch mit Türkisch gemixt, die hat er Auf dem Boot, aber, glaub, ja, oder? genau, Mit dem- genau. Er hat dort mal einen angefickt mit What is this, aber halt so mit dem Türkischen What is this? Und dann so mit dem Lan, What is this? Weißt du, so das, aber ja, man, unsere Leute können, ich weiß nicht, du kannst wahrscheinlich, was hast du von deiner Sprache, wo du jetzt gerade Nationalität hast? Bro, Italienisch. Italienisch, Bro, Italienisch, ja. Okay, geil. Und Englisch? Ja, Bro. What is this, Amanako? Bro, look, ich traue mich manchmal gar nicht zu sagen, ich kann es, weißt du, was ich Ja, meine? die Leute machen dich fertig, Weil, Bro. Bro, es gibt Leute, weißt du, die Ja, kommen ja. dann mit so Lexikas, an Wortschatz, Ja, keine ja. Ahnung, von A bis Z. Ich sage so, ich könnte mich verständigen, auf jeden Fall, Ja. aber ich würde nicht sagen, ich könnte einen Business-Deal abschließen auf Fair, Englisch. fair. Weißt du, was ich Wird meine? wahrscheinlich bei dir auch so der Schweizer rauskommen mit dem Englisch, weißt du, der Englisch ja ein Schweizer Akzent. Boah, ich glaub schon ein bisschen. Also, ich glaube, jeder von uns hat ein bisschen Akzent, ob man will oder Ja, nicht. fix, Das ist fast fix. nicht möglich. Fair. Weil, ja, keine Ahnung. Ich habe letztens Aber, ja. ein Video gesehen von einem Mechanic, der in London aufgewachsen ist, Bro. Ah, der Türk, der. Ja. Und er redet so mit eben, er so, das ist Englisch selber, aber so, Bro, in dem gut. Stil. Bro, ich komme nicht klar, Kenneck das ist von für England mich sind Matrix, wild. Bro. Kenneck von England sind wild. So mit ihrem Englisch, Wagwan mit ihrem, Bro, das ist. Bro, Kennex von England, das ist next level, Bro. Ja, Bro, Das, crazy. ich weiß nicht wieso, aber ich glaube mit 12, wenn sie
wenn sie auf Oberstufe kommen, gibt es ein Starter-Kit, Skimaske, Bro, Goldkette und 1000 Pound Budget für die erste Single, Bro. Mit Pounds, Bro. Und dann Pint. Nein, man, ist krass. Aber eben genau, also ich nehme es zwar nicht an, aber für die Leute, die ich nicht kenne, du bist, was willst du dich als Rapper, als Musiker, als würdest du dich deklarieren? Ausländer. Ja, erstens Ausländer. Weißt du, was ich meine? Das ist auch offiziell, Bro, das ist auch offiziell. Nein, also ich hätte jetzt gesagt, ich habe wirklich mittlerweile Musiker, weil ich singe halt echt oft. Und klar rap ich auch. Es ist halt so eine Mischung von beidem, weißt du, was ich meine? Voll. Schwierig zu sagen. Ich würde aber gerne nochmal anknüpfen auf das Tous les Jours. Ich glaube, Tous les Jours ist der erste kommerziell erfolgreichere Track von dir. Und ich mag mich erinnern, das sind auch die ersten Lieder mit 7-stelligen Aufrufen, oder? Ja, Bro, ja. Also ein St. Galler Pflegemitarbeiter bist du, glaube ich, oder? In der Psyche, ja. Oder in der Psyche, sorry. Und dann einfach 7-stellig. Und dann ohne Label im Rücken, glaube ich, oder? So völlig self-made, Bro. Also ich meine, ich muss es auch wieder sagen, also ich glaube, du hast den Weg für viele Menschen gegeben und vielen Menschen zeigt, dass es geht, Bro. Egal wie du aussiehst, egal wie du heißt. Nein, also ich meine im Sinne von... Das ist persönlich. Nein, ich meine nicht... Ich meine... am Tesla. Aber Bro, weißt sogar, wie du so aussiehst. Weißt du nicht? Vergiss nicht, Bro, vergiss nicht. Wenn nächste Woche ein Scheiß passiert, er hat auch gemacht. Du weißt, wer auch gemacht hat? Nein, ich meine nicht wegen Ausländern, sondern ich meine, wie du hässlich bist. Hab ich das falsch verstanden? Nein, Bro, nein. Nein, Bro, ich meine, Bro, du heißt Karim, Bro, du bist offensichtlich nicht weiss, Bruder. Also weißt du, was ich meine? So, ja, safe. Und dann trotzdem fette Zahlen gemacht in Deutschland, Bro. Und ich habe mich ein bisschen recherchiert, weil ich habe mit vielen Leuten so geredet, hey, weißt du, wir machen mit dem Monet etwas. Und alle auch so, der 192, der 192 und so. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und herausgefunden, wieso 1902. Ja, das ist also schon ein Wikipedia-Artikel. Hast du auch recherchiert, du Dick Rider, ne? Bro, gestern ich so einen Chat, ich so, hey, haben wir etwas für morgen? Er so, ja, ich habe 2, 3 Sachen, ich so, ich schaue auch, weißt du, auch ein bisschen drin und so. Zum Beispiel auf der Beistoffe für heute. Nachher so, ey du Dick Rider, freust du dich schon morgen auf den Schatz und so. Aber vorher er so, vorher beim Stuhl, er so, ist echt der Stuhl gut für ihn? Bruder, Mann! Ich so, Bruder, willst du mir einen Massagestuhl holen von Brabus oder was? Du scheiß Dick Rider, Alter. Jetzt hat die du Hut, Bro, ich habe eigentlich ein Messer genommen, Bro, du so, ne? Bruder, wenn ich wollte, ich den Schwanz, was sollst du machen? Ey, Bruder, wir haben schon diskutiert, das ist, du kannst gerne machen. Es ist so. Bro, ich rede immer über Schwanz langsam. Nein, du kannst schon. Bro, es ist verdächtig oft. Bruder, ich gönn dir. Es an dem ist okay, Tisch, Bro. ich gönn dir. Bro, alles gut, Bro. Es ist vielleicht auch nicht so schlecht, dass du vielleicht ein bisschen Abstand von ihm hast, so jetzt gerade. Wie vielleicht so da die Bewegungen. Aber ist das voll gut, Bro? Also. Bro, ja, wie gesagt, das ist ein bisschen so aerodynamisch, aber jetzt habe ich mich gerade ein bisschen an die Aerodynamik. Ich habe ihn vom Nachbar geklaut für heute, Bro. Stabil, Bro, stabil. Finde ich gut. Nein, Mann. Eben statt, also in dem Fall wolltest du sagen, wenn du so recherchiert hast. Nein, ich kann nur als Input geben, Bruder. Also es stimmt schon so, dass 19 steht fürs S oder im Alphabet und das 2 für B. Genau. Und das sind ja, so werden deine, wie nennt man das, deine Fans genannt, Sick Babies. Ja, genau, so meine Fans, so ein bisschen das Movement hinter dem Ganzen. Und was ist so für dich die Story, wie bist du dahinter gekommen, das Sick Baby zu nennen? Wie gesagt, habe ich auch in der Psyche gearbeitet. Und mir ist halt dort aufgefallen, so fuck, Alter. Kids sind auch schon da in der Klinik, weißt du, so irgendwie crazy. Für mich, ja, Mann. Ja. Böse Eindrücke, weißt du, siehst so irgendwie 7-Jährige mit einem Psychologen am Sitzen. Und du denkst so, Digga, wie crazy oder wie krank ist halt die Welt, weißt du? Und für mich ist dann so gesehen, wir sind alle irgendwie sick Babys. So. Wir sind alle irgendwie kranke Babys. Und für die rede ich auch so, habe ich das Gefühl. So. Ich gehe halt offen damit um, wenn es mir schlecht geht. Wenn ich mal wieder meine depressive Phasen habe in meinem Leben, gehe ich mit dem offen um. Und ich glaube, den Leuten tut auch gut, weil sie sehen halt jemanden, der hat vielleicht ein bisschen was erreicht. So. Und ihm geht es auch nicht immer so gut. Weil die Skiwelt für viele einfach immer noch so für viele Leute auch wie real ist. Manchmal haben die wirklich das Gefühl, Bro, du lebst Scheiß, weißt du, jeden Tag, dir geht es immer gut. Voll. Und du lebst Traum und so. Bro, voll, die denken so, du hast nie ein Problem, weißt du? Wirklich. Und da würde ich denen ein bisschen wie auch wegnehmen. Und ich würde ihnen sagen, Bro, es ist nicht immer alles gut. Und bei mir schon einiges manchmal kacke, weißt du? So. Voll, was auch voll normal und okay ist. Voll. Genau. So. Ich finde das mit dem das Destigmatisieren und das darüber reden, über Mental Health, ist etwas sehr Wichtiges. Und ich habe das Gefühl, es machen da immer mehr Leute. Aber ja, ich glaube, so, das ist ja das Gefährliche, oder? An dieser Social Media Welt. Du zeigst natürlich nur das, was du zeigen willst. Und dann kannst du noch sehr schnell sehr happy wirken so, und alles ist am Glänzen. Oder? Bro, von was reden wir? Weißt du, was ich meine? So, niemand von uns hat gewusst, wo geht die Reise an.
wo das Social Media so groß wurde, ist das ganze Thema. So, kein Mensch hätte dir können sagen, was jetzt passiert. Und da, wo jetzt passiert im Moment, ist gottlos. Es ist fucking gottlos. Ich meine, ich kenn so viele Leute, die sich in letzter Zeit das Leben genommen haben. Das ist so ein richtig trauriges Thema, weil sie einfach nicht mehr klarkommen. Weißt du, was ich meine? Und es klar, jetzt nicht alles mit Social Media zu tun, aber es ist halt so ein böser Indikator. Also, weißt, es pusht das Ganze noch mehr. So, weißt, die Gedanken und alles pusht noch mehr, ja. Wie ist das? Ich meine, schaut auf eure eigene Nase. Ihr seid mal schlecht drauf, ihr habt einen beschissenen Tag. Etwas hat nicht so geklappt, wie es hätte sollen. Du gehst aufs Handy, scrollst auf Instagram, scrollst auf TikTok und du siehst nur Erfolgsstories. Ja, Mann. Sag ich und du eigentlich. denkst dir jedes Mal so, boah, ich kotze doch. Ja. Weißt du, wo bin ich in meinem Leben angekommen? Genau, wo ist der Moment, wenn es dir mal beschissen geht, dass du einfach eine Pause hast? Ja. So ein Knopf. Bro. Darum sage ich, Bro, Winterschlaf wäre zu geil, Bro. Ich sag dir ehrlich, Winterschlaf wäre bauen. Aber ja, ich sehe. Mal schauen, was weitergeht, Bro. Ich sag dir ehrlich. Ich glaube, es wird nicht besser. Aber ich glaube, so im Deutsch-Rap-Game würdest du es als. Ich weiß nicht, würdest du es als kompetitiv betrachten? Also so vergleichst dich viel mit anderen Musikerinnen? Es geht gar nicht anders. So weißt du, weil es wird ja permanent ins Gesicht. Voll stark finde ich, dass du überredest, ja, stark. Also so, was ist so, schaust Zahlen an, Zahlen, vor allem. Weil das Ding ist, es wird ja jedes Mal in die Fresse gedruckt, so ohne dass es willst. So. Ja. Und du denkst dir dann schon so, ja Bro, fuck man, der und der hat jetzt so viel gemacht, man, warum habe ich das nicht gemacht? Ja, mach ich irgendetwas falsch, weißt du so. Und ich tue oft, ich bin so ein Mensch, ich tue oft mich selber kritisieren. Ich bin schon ein böse, schlimmer Peiniger von mir selber. Und es ist nicht so, dass ich die Zahlen von anderen anschaue und sage, boah, der Wichser, weißt du? Sondern ich schaue die Zahlen an und ich denke mir so, du musst jetzt auch. Ja. Da ist es, weißt du? Gönnen, Bro, mit Herz. Jeder, der es gemacht hat oder geschafft hat, Bro. Aber es fickt dich halt selber, wie du denkst, ich muss jetzt auch. Und du willst dort ankommen, weißt du? Und ich selber, ich denke mir so, Bro, fuck, ich mache im Moment nicht einmal Musik, weißt du, nur noch, sondern ich habe mit meinem Geschäftspartner Sachen am Laufen, weißt du, die nochmal außerhalb von dieser Sphäre sind. Ja. So. Ein Teil auch in der Sphäre. Ja, klar. Aber eben, du tust dich immer vergleichen, andauernd. Ja, weil das ganze Business halt mit Zahlen gemessen wird, oder? Zahlen definieren einfach einen, so wie wertvoll er ist, wie erfolgreich er ist, wo er rankommt und so weiter. Voll, Bro. Aber dann musst du halt wieder selber so sagen, ist es da wirklich? Voll. So, weißt du? Weil ich will gar keinen Namen nennen, weißt du? Aber ich kenne viele Leute, Bro, die haben fucking big numbers, so, weißt du, so Zahlen. Und, wie viele davon sind real? Bro, ich spiele halt die gleichen Venues nachher auf den Konzerten, wo ich nachher so denke. Okay, wie echt ist es? Ja, eben. Wie echt sind die Zahlen? Ich meine, ich sehe momentan Influencerinnen, die sind bekannt als irgendwelche US-Amerikaner Rapper. Verstehst du, wenn ich meine? Und ich denke so, ich küsse doch dein Herz. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass da jetzt die Menschheit so interessiert, was du machst. Ja, Bro, du kannst mir nicht sagen, dass du 118.000 Likes sagst und du machst genau das gleiche wie das andere. Du hast einen Gym-Lifestyle zum Beispiel. Und dann gehst du auf Bilder, 743 Likes. Also weißt du, von was reden wir denn noch? Weißt du, wenn doch schon auch die Zahlen gefaked können werden. Wenn man es schon weiß, ja, voll. Und da ist da, wo es vielleicht eben noch so krankhaft macht. Weil dann fängst du nicht nur an zu vergleichen, sondern du fängst dich an vergleichen mit falschen Zahlen. Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Wie auch ein unfaires Game, Bro. Wie willst du gegen da ankommen, weißt du? Leute kommen zu mir und sagen so, Bro, crazy, man, ich lasse den Song jeden Tag, weißt du, und du bist für mich der. Aber warum bist du mit den Zahlen nicht dort oben, weißt du? Ich sehe den und der macht halt, weißt du? Und dann sage ich, ja, was für Venue spielt er? Ja, fair, man, geiler Punkt. Bro, was für Venue spielt er? Wie nennen wir das? Organische Zahlen, gesunde Zahlen. Das sind organische Zahlen, genau. Das habe ich letztens vor 3-4 Wochen gelernt. Jetzt weiß ich, wie ich das nächste Mal brauche. Bro, es gibt die organischen Zahlen und es gibt halt die gefakten Zahlen. Und es gibt die Zahlen, die im Hype sind, weißt du? Und ich kann gut für mich unterscheiden, was ist im Hype, was ist gefaked. Weißt du, organisch, läuft momentan einfach so, wie es laufen muss, weißt du. Ja, aber auch, weißt du, nochmal zu dem zurückkommen. Ich meine, mit Tous les Jours, der jetzt, glaube ich, 6 Jahre alt ist, oder? Damals schon so, also ich meine, Bro, für den Schweizer ist das, also wer hat das gemacht? Mani Matter, so. Nein, Bro, ist so, also, ja, nein, also, weißt du, und ich meine... Loredana?
Ich wollte sagen, so, in der Schweiz, so, für die Männer, bist es jetzt du gewesen, wo jetzt im Deutschrap Fuß gefasst hat und für die Frauen ist Loredana. Also ihr zwei sind eigentlich Pionier so, wenn jetzt das willst anschauen, so als Schweizer Künstler, die in Deutschland Fuß fassen wollen und auch mit dem Erfolg haben. Da kann man sagen, in der Schweiz namentlich du und Loredana, würde ich jetzt gerade sagen, wo im Deutschrap-Game jetzt. Aber Loredana hat, glaube ich, Sonnenbrille ist, glaube ich, ihr Track gewesen, wo Genau. so, oder? Das ist aber, was ist das, 4 Jahre, oder? Bin ich falsch? Wenn er released worden ist. Kannst du mal checken. Jamie, look it up. Das kann ich auch überlegen, aber... Ja, und ich meine, wie ist so dein Werdegang gewesen? Also du hast Tour de Jour gemacht, dann weiss ich, das letzte noch ist übrigens also Bro, mit so französischen Titeln ist schwierig, Bro, ich weiss, was Passé Composé ist, Bro, und dort hört es dann bei mir auf, so mit dem Französischen. Ja, Bro, ja. Aber egal, das ist ästhetisch, Bro, schon gut. Bro, ja, aber ich habe auch nie so eine Welle drum gemacht, ich habe Französisch. Ja, fair. Ich bin ein Franzose. Fair. Ich habe es einfach als Stilmittel benutzt und das hat mir gefallen, Bro. Du hast nachher noch T'es pas toi-même. Merci. Hast du Desperado sagen? Desperado Santos. Das ist mein wo der rausgekommen ist, mein absoluter Lieblingstrack von dir, Bro. Bro, das sagen so viele Leute, aber Ich ich finde check's nicht. so man. geil. Aber weißt du, was es ist, Bro? Es ist das Video. Ich sag dir ganz ehrlich, ich finde, du hast dort mit dem Video etwas gemacht, was ganz viele Leute nicht gemacht haben, Bro. Crazy. Und ich weiß nicht, ich kann dich wieder fragen, inwiefern bist du in deinen Videos als Director, als Bro konzipiert, involviert? Also von Tous les Jours Ja. bis Champions Club eigentlich brutal. Also dort bin ich, obwohl eigentlich immer noch. Ja. Dort bin ich einfach allein gewesen mit dem Lou, mit meinem Manager. So. Wir haben halt immer die ganze Sache gemacht mit dem Director, mit dem Videografen. Aber jetzt für das neue Produkt, das jetzt kommt, dort haben wir jetzt den Batman Butts mit im Boot. Geil. Für die ganze Geschichte. Ja. Und ich muss sagen, es Also der Musiker, oder? Ja. Genau. Und der macht auch Direction, oder was? Yes, Bro. Ah, nice, Bro. Und ich muss sagen, man, es ist der Typ ist crazy und es tut mir hure gut, weil es mal wieder so ein bisschen frischen Wind gibt, weil ich habe lange das Gefühl hatte, in diesen 4-5 Jahren, okay, fuck, jetzt 4-5 Jahre immer gemacht. Langsam so, ich brauche einen frischen Wind, weißt du, so, von wo sollte nochmal ein bisschen Inspus kommen und mit ihm ist krass, wirklich. Tut auch gut, he? So mit so Bro, ja. Visual Artists zusammenarbeiten, die dir so ein bisschen auf die nächste Level gehen. Einfach auch so, manchmal, weißt du, so die Story und so, weißt du, die habe ich immer im Kopf gehabt. Aber wie soll es jetzt zu dem übergehen, wie noch filmen, weißt du, so Kameraeinstellungen, Winkel, die Story vielleicht, eben, ich war immer so ein Typ für Stories gewesen und der Batz hat mir halt echt gut erklärt, also, Bro, es ist jetzt ein bisschen neue Zeitgeist, weißt du, so, wir müssen nicht immer alles mit der Story vollpacken, gib den Leuten ein bisschen Platz. Ja, man. Gib den Einfach Leuten schöne Platz. Bilder auch. Genau, gib den Leuten Platz, um ihre eigenen Gedanken auch wieder rein tun. Weil wir leben in einer schnelllebigen Zeit und uns wird sowieso immer alles vorgehauen geben. Also, lass ich mal ein bisschen selber herausfinden. Genau. Gehen wir mal so ein paar Steps zurück und das hat mir verdammt gut getan. Weil hätte mir da jeder andere gesagt, hätte ich gesagt, nein, ja, voll. ich lasse da nicht so. Weißt du, so. Ja. Aber ich bin schon ein langjähriger Fan von Batzo als seiner Persönlichkeit. Und wenn er mir das gesagt hat, bin ich schon so gesehen, okay, dir glaube ich. Fühle ich. Und er macht dann auch Kamera, oder? Nein, Kamera macht er nicht, aber er gibt so ein bisschen die Richtung auch an mit dem Anil, weißt du? Ja, genau. So und sagt ihm so und so, ich will vielleicht mal wieder von unten oder ja, auch die Story. Aber ihr habt jetzt auch mit dem Anil, habt ihr jetzt auch Missing You gedroppt vor ein paar Tagen. Auch da, wenn wir wieder bei Zahlen sind. Was bist du gewesen? 4. Platz von Streaming-Zahlen des Tages. Streaming-Faktor, meinst du? Also Streaming-Faktor, 3. So, Dritte, okay. ja. Also das sind glaube ich, knapp 500.000 Klicks an einem Tag. Yes, sir. Crazy. Ja, und dann kommt eben wieder der eine Kritiker von mir, der sagt so, warum nicht 1 Million? Ja, aber Bro, crazy. Damn, also, weißt du, ich denke mir jedes Mal, weißt du, das ist krass, ihr kommt mit dem und ihr sagt, hey, crazy? Und ich kann es wie nicht mehr an. Ja. Bro, vielleicht ist ja bis zu einem gewissen Grad ja gesund, dass du dir wie so, auch als Ansporn, dass du wie so sagst, ey, wieso habe ich nicht das erreicht? Aber halt nur so lange, wie es dich auch pusht zum machen. Und ab dann, wo es dein Kopf anfängt zu belasten und dann eben du anfängst dich zu vergleichen, wie so andere haben keine, weiß ich nicht, Millionen oder so an einem Tag, dann ist so die Frage, eben wieder so die Frage, du tust dich vielleicht mit Zahlen messen, die gar nicht echt sind. Yeah, Bro, und dann fickst du deinen Kopf, Bro, und dann bist du dort ich mach's und sagst dann so, 500.000 schon geil Same. eigentlich, aber schlussendlich, Bro, 500.000.
Bro, weißt du, ich push mich auch selber in dem. Also weißt du, so indirekt. Weil ich weiß, umso mehr ich sage, umso mehr wird ich. Eben ja, das ist das vielleicht auch so wie so wettbewerbmäßig, weißt du? Ich tue mich gerne selber manipulieren. Geil, Mann, so. Geil. Und hast du immer fixe Leute, immer die gleichen, die Videos zusammenschneidest? Weil ich bin nicht so von dem Fach. Oder tun ihr halt je nach Video und Konzept und Plan, den ihr eigentlich für das Video habt, andere Gruppen nehmen? Also nein, eigentlich nicht, wir wechseln nicht oft. Wir haben jetzt sehr lange mit der Mille gearbeitet, eine sehr lange Zeit. Und es ist ein mega Produkt entstanden. Also so Champions Club, das Album mit ihm gemacht und ich muss sagen, wow, also so seine Arbeit wieder hat brutal abgeliefert. Du hast einfach gemerkt, wie viel Begeisterung er für das Thema hat. Geil. Und für die Songs gerade so. Du hast einfach gesehen, das ist ein Mensch, wenn er sagt 100%, er liefert 100%. In meinen Augen hat er seinen Job gut gemacht, wenn nicht brutal, nicht sehr krass. Deswegen. Das ist aber das, glaube also Directors werden immer mehr. Also in den letzten paar Jahren sind so Produzenten immer mehr in den Vordergrund gerückt. Oder mittlerweile hast du Produzenten, also du hast ja Tags in den Liedern, du hast sogar in dem Videotitel mittlerweile directed by whatever, also produziert bei der und der Person. Und ich glaube, so mit Directors kommt das auch immer mehr. Also in den Staaten zum Beispiel ist das schon seit eh und je. Also Michael Jackson hat damals, ich glaube, Thriller ist von, ich bin sicher völlig falsch, aber ist von Martin Scorsese directed worden. Also oder James Cameron, also er hat immer schon krasse Directors gehabt für seine Videos. Und ich glaube, das ist so, ich meine, heutzutage, wo du sagst, Streaming-Zahlen sind alles und Output und Content und so, ich glaube, Directors werden auch immer mehr in den Vordergrund da. Aber wir reden auch von anderen Budgets. Also in der Schweiz, Bro, zum Beispiel schwierig, oder? Das Musikbudget bekommen, ein anständiges. Und ich glaube, in Deutschland ist es dann ein bisschen einfacher. Wir müssen jetzt keine Zahlen nennen, aber ich glaube, es ist ein bisschen einfacher. Also ich habe ja auch für ein paar deutsche Künstler und Künstlerinnen Musikvideos gemacht. Und dort habe ich auch gemerkt, Bro, du hast ganz andere Budgets. Du kannst viel mehr rausholen. 100%, Bro. Aber eben, da bestimmt ja meistens immer der Markt. Ja, so, weißt, der Markt bestimmt, wie viel du kannst ausgeben. Voll. So, voll. Was lohnt sich nicht. Voll. Bro, wenn du halt zu wenig reinholst, dann lohnt es sich halt nicht für ein Video 100'000 ausgeben. Voll. Sind wir ehrlich. Hey, nein, sicher nicht. Aber ich meine jetzt eben nochmal zum Missing You Video. Ich finde es wirklich, ich glaube, ich kann sagen, ich finde das beste Video, wo rausgekommen ist. Also, Bro, es sind auch die Shots, wir haben vorher schon drüber geredet. Ich habe gemeint, du bist der, der vom Driven ist, aber. Aber früher hat mittlerweile Stunt-Doubles, Bruder. So weit sind wir gekommen. Stunt-Doubles, überlegen. Hey, Bro, sieht er auch wie du aus? Ehrlich, sieht er auch wie du aus, der fährt? Bro, wenn du jetzt ehrlich Ich sage, es ist eine Frau. Es ist einfach komplett jemand ganz anders gewesen. Er ist noch gekommen, er wird heute für die dort sein, also für die Fahrer. Ich schaue so an und denke mir so, Bro, mehr als Größe ist es nicht. Ja. So, gut, das lange, der Rest muss sich anziehen. Ich schwör. Aber sympathischer Dude, weißt du? Ja. Mega geil gewesen so. Aber ich habe ja nicht das erste Mal mit Stunt-Doubles gearbeitet. Schau jetzt, Wo hast du noch? Jetzt muss ich aber gerade überlegen, wo ist noch einmal gesehen mit dem Diamonds. Dort haben wir so Szenen geschnitten, das ist schon crazy, wo er so böse Movements macht, weißt du, so à la Karate Kid, Samurai, weißt du so. Und das war auch ein Dude, der schon in Big Films mitgespielt hat. Weißt, so, in der Schweiz oder ist es Deutschland? Nein, also in Deutschland. Aber er hat für Amis in den Filmen schon so Stunts gemacht. Stuntmänner sind crazy, Bro, ich sag dir. Bro, ich schwöre. Das ist krass. Aber die werden zahlt, um auf Fressen fliegen, weißt du? Um Fressen bekommen, das ist crazy. Das ist eigentlich noch Jackass. Ja. Ich schwöre, original. Geil. Zum Song habe ich auch noch so ein, zwei Fragen. Es ist ja, also ich kenne mich gar nicht aus, darum finde ich so, ich kann dich gerade fragen. Es ist ja ein Sample. Yes, sir. Oder? Und wie läuft das mit Samples? Tun ihr damit, also macht das ein Label für dich? Ich meine, du hast so eine Idee und sagst, also, ich will den Track samplen. Safe. So, was passiert dann? Also, erstmal, wenn du einen Song hast, dann meistens geht es eigentlich über den Verlag. Du regelst eigentlich über den Verlag, den du hast. So, die versuchen die Freigabe für die rauszuholen. Aber ich sag mal so, wenn du natürlich Kontakt hast zu der Person, wo jetzt quasi den Song recht hat, dann machst du es am besten direkt, weißt du. Wir haben jetzt Bro, ich bin ehrlich, wir haben über 5 Leute gecheckt. Über 5 Leute gleichzeitig. Also einmal über den Verlag, einmal über... Also vielleicht noch kurz, von was reden wir? Reden wir von The Police und Sting, Every Breath You Take, oder reden wir von... Police, Sting. Oder reden wir von PDD und... Nein, Police. Crazy. So, weißt du, da sind wir dann über 5 Leute gegangen. Einer kennt den Manager, der eine eben über den Verlag, dann gehst du
So haben wir das gemacht. Crazy. Und am Ende vom Tag habe ich dann auch herausgefunden, an welcher Strippe es funktioniert. Ja. So. Crazy, Mann. Und Ja, dann... und auch crazy war, ganz crazy war, da ist jetzt etwas, das droppe ich nur da. Ui, Und die wird noch nie mehr drüber reden. Exclusive. I swear to God. Also. I swear to God. Irgendjemand, ich darf jetzt nicht den Namen sagen, Ja. wer, aber irgendjemand hat herausgefunden, dass ich das mache. Hat herausgefunden, dass ich das Recht aber noch nicht kann. Aha. Hat genau den gleichen Sicher Song nicht. gemacht. Doch, Bro. Genau den gleichen Song mit dem Sample genommen. Und hat dann auch eine Freigabe für diesen Song bekommen. Am gleichen Tag bin ich ihn bekommen. Vom gleichen Ding? Vom gleichen Song. Aber die denken sich nicht, wieso sollen wir so 2 Leute geben? Das Für die ist einfach Ja, Scheine, gut, für die ist einfach hauptsächlich, Scheine, Business, Bro. Bro. Ja, Bro. Sorry, ich bin Da einfach noch Jungfrau. 3000 Leute wahrscheinlich. Bro, das ist doch denen Wayne. Ja, ja. Aber auf jeden Fall, Passt die haben sie wahrscheinlich vor mir wirklich. rausbringen. Wo ich da rausgefunden habe, Bro. Ja. Oh mein Ja. Gott. Wir haben alles gemacht. Ja, ja. Wir haben alles gemacht, um den Dreh zu verschieben. Wir haben Ja. ein neues Treatment geschrieben für Missing You. Alles umdisponiert. Den muss Missing You gerade rauskommen. Bro, wir haben Berg versetzt. Die Leute wissen das nicht einmal, um diesen Song rauszubringen, bevor Die andere Person. bevor die andere Person eigentlich den Song raushaut. Sicher DJ Bobo gewesen, der Urs. DJ Bobo wird aufnehmen, so, man, scheiße, Alter, einer von der Ostschweiz. Bro, es ist etwas, wo ich selber sehr, sehr viel, weißt du? Alles gut, Bro, du musst keinen Namen droppen, das So, kann ich nachher sagen. ich feiere ihn persönlich auch, aber Bro, habe ich einfach einen wacken Move gefunden. Ja, das ein ist- sehr, sehr wacker Move. Du weißt ganz genau, der Homie hat schon vor 3 Monaten den Scheiß gemacht und jetzt willst du den Scheiß samplen, obwohl du weißt, dass der Homie damit struggelt. Bro, das ungeil. Bro, ich weiß es zwar nicht so fest, aber ich glaube, also, es ist schon easy mühsam und auch zeitintensiv, wenn du so Sachen hast, die so schwanzvergleichmäßig sind. Weißt du, wo du so, fuck, jetzt, weißt du, denkst so, wie du gesagt hast, so, der schneller ist der Geschwinderdämpfer, ich muss jetzt sofort reagieren, Bro. Bro, ich finde so etwas ist eines der wacksten Sachen, die Das ist du kannst gottlos, machen. Bro, das ist gottlos. Bro, Bro. das ist eine der wacksten Sachen. Ja, das ist gottlos. Also du Bro. spuckst vor allem eine ganze Produktion ins Gesicht, Bro, ganz Ja. ehrlich. Also, Homie, weißt du, so scheiß auf alles, Bro. Du kannst die besseren Zahlen haben, du kannst das bessere Video. Bro, wir können über alles reden, weißt du? Alles gut. Easy. Aber spiel nicht auf grusig. ja, ja. Mach einfach nicht den und spiel auf grusig. Bro, Mann. das ist schade, Bro, das ist wirklich schade, Bro. Weil, Ja, ist wie soll ich so. sagen, also, stell dir vor, Bro, du hast eine geile Idee, du gehst dort hier ohne nichts an, du machst Plan, alles easy, du bist happy, du weißt, dann ist das, und dann kommt eine Nachricht, wo du Aber, ich meine, rausfindest. wie hat er es überhaupt herausgefunden? Das ist die andere Frage. Hey, Bro, das ist nicht so wichtig, aber wichtig ist einfach, er hat es herausgefunden und dann fängt es an, und dann fängt der Kopf an. Bro, über was wollen wir reden? Ja. So, weißt du, kein Schwanz in Deutschland ist auf die Idee gekommen, Ja. zum quasi den Police samplen. Ja. Der Song. Ja, Mann. Ein Song vom dort mal noch vom P. Diddy gesampelt Ja, worden. Mann. Das weißt du, du hast ja eigentlich schon das Okay. Ja, ja. Dadurch, dass der Song schon mal gesampelt wurde. Das ist eigentlich offensiv. Einfach nochmal kannst samplen, Ja, weißt du, ja, so blöd fair. gesagt, weißt du. Und irgendwie habe ich mir noch so gedacht, die Motherfuckers sind böse mad. Weißt du, so, die sind doch jetzt einfach mad. So, weißt du, die sind nicht auf die Idee gekommen. Ich weiß auch nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Young Horn Ja. hat doch auch so einen Song gesagt, also von, wie heißt sie? Fuck. Young Horn hat den Song gesampelt. Kannst du kurz Check mal über das. Sag mal ab. Ich habe den Song böse gefühlt. Also, ist das Dido ist die von Matisse Genau. Bro, es sind am gleichen, sorry. Bro, es sind am gleichen Tag die 3 gleichen Songs gekommen. Mit dem 3-mal mit dem Sample. Bro, Nein, Bro. 3-mal mit dem Sample. Deutschland. Verstehst du? In Deutschland, Bro, 3-mal. 3-mal. Verstehst du jetzt, von wann ich rede? Die Motherfuckers sind mad. Die tun dir nichts gönnen. Die Bro, das- gönnen dir nichts. Ja. Die schenken dir Scheiße, Bro. nichts. Das ist ein hoher harter Markt, Bro. Bro. Ich habe das Gefühl, Fuck, am Alter. Anfang sind die Leute ein bisschen supportive, weißt du? Und nachher, wenn Ey. sie sehen, du bist am Überholen und du bist am Den Holen. fick jetzt die, Bro. Bro, den versuchen sie am Boden zu heben. Ich sag dir, ich kenne so viele Stories von irgendwelchen Motherfuckers, die über mich geredet haben, wo ich selber nicht über mich gewusst habe, scheinbar. Ja, ja. Bro, weißt du, was ich meine? Ja, man, crazy. Du kommst in Camps rein, ich weiß so, weil die sind mad. Bro, die sind mad, weil sie wissen, ich bin der einzige Idiot, der nichts abgibt. Nichts abgibt, verstehst du? Ich habe keinen Rucken, ich habe kein nichts, ich habe kein gar nichts. Ja. Ich bin hier in der Schweiz, ich mache meine Musik. Und Bro, ich gehe rein und ich gehe raus und ich gehe. So, fertig. Ja, man. Und die Leute, zum grössten Teil, nicht nur, dass der deutsche Staat sich fickt wegen der Steuern, aber Bro, weißt du, was ich meine? Sehe ich.
Bro, das ist so krass. Also, an der Stelle erstmal krass, dass du das noch hast können anbügen, dass du das noch release hast können, noch bevor. Wo haben wir überhaupt gedreht? Sorry. In Berlin, Bro. Geil, Alter, geil. Geil. Bro, in Berlin. Weißt du, siehst einfach so einen Blog und denkst so, was? Wir sind verdammt Berlin geflogen, Bro. Egal, Bro. Mit dem ganzen Team. Die Frage ist, könnt ihr? Ja, man können wir können. Was ist das Problem? Bro? Ganz einfach. Wenn ich wollte, ich fliege auf K. Ich muss den Homie einstellen, Bro, für die Sprüche, die ich brauche für die Zukunft. Solange kannst Ey, du musst meine Interviews schreiben. Bro, man, ich mache sogar, gib mir das Outfit von einem Motorradfahrer, ich mache sogar Interviews für dich, Bruder. Shit, du hast gute Performance, Ja, Bro. Bro, man, wenn ich wollte, ich gehe auf Kenia und vor einem Blog, man, mir doch scheißegal, wenn der Cash da ist. Shit, man. Nein, man, ich schwer. gönne dir, Bro, ich gönne dir. Aber sorry, ich hatte dich unterbrochen, Bruder. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Du hast gerade wieder den Dick Rider. Jetzt kommen wir jetzt in Dick Rider. Nein, Bro, ich bin ein Dick Rider, ist gut. Schon Nein, gut, du hast gerade wieder sagen, Du kannst in Zukunft Interviews machen, Bro. Respekt, dass du, dass es doch noch so angebracht Ja, dass du doch angebracht hast und darf man fragen, ob die andere Person jetzt es doch releasen wird? Ja, Nein, Bro, nein. Besser nicht, Ja, Mann. ich habe den Song noch auch gehört. Okay. So. Und du hörst halt genau die gleichen Cards. Okay. Und darum habe ich es eben herausgefunden. Ja, Ich habe ja. nur gewusst, jemand macht es. Ja. Und dann habe ich beim Späteren, wo ich noch den Song gelesen habe, habe ich nachher genau gesagt, Bro, das sind die gleichen Cards. Das ist doch der Song. Krass. Bruder, so was du jetzt erzählst, ich glaube, ich habe eine Ahnung, wer. Ich sage aber, wie Du gesagt, sagst es einfach nicht. Bro, ich sage keinen Namen, Du aber sagst nachher es wir darüber einfach reden, nicht. Bro, Ja. nachher wir darüber Ja. reden. Mani Matador. Oh, der dreht sich gerade im Grab, Mann. Ja, hör auf, Mann. Er soll Wieso? ja auf meinen Namen sagen. Hör auf, ich bereite dich erst schon lange tot Ohren lang. Bro, ich weiß nicht, weil ich fühle ihn, Bro, meine Mutter ist ein Neuzeit-Poet. Bro. Ja, eine Zigarette anzünden, oder? Geil. Bro, jenses Zeugs, Mann. Ja, geil. Jetzt ist doch ein bisschen ein Interviewformat zu dem Wort, aber ich finde es super spannend. Aber ich will doch noch kurz, wegen Zahlen haben wir nochmal darüber geredet. Deine Tour findet wann statt? Im März. Im März, Bro. Und ich Yes, weiß nicht, Bro. wie das aussieht, aber im März findet deine Tour statt und du hast Frankfurt, Köln und Münster, hast du Shows verkauft. Schon, so Crazy. krank. Also wir sind jetzt krank. auch ein bisschen am Aufstocken bei 1, 2 Städten, wo es Crazy. geht. Ja. In Hamburg haben wir aufgestockt. So. Weil das ist eigentlich ausverkauft gewesen, aber Was ist so Zürich haben wir für dich so der Event, wo du sagst, das ist die krasseste Venue, die ich je gespielt habe? Könntest du etwas sagen? Also ich allein oder auch irgendwie... Einfach, wo du gewesen bist und wo du findest, dass Okay, wo das ich ist- sage, da ist ein gottloser Auftritt gewesen. Ja. Bro, dann wird immer für mich St. Gallen bleiben mit der Wirklich? Hometown? Ja, egal wie viel ich gemacht habe, Ja. es wird für mich immer St. Gallen bleiben mit Grabenhalle. Weil das war ein Moment, gewesen, du bist in deiner eigenen Stadt, Bro. Mhm. Du musst dir vorstellen, ich habe im Heiligkreuz gewohnt. Ja. Das ist ein Quartier neben der Stadt. Ich bin dort angefahren. Ich schaue raus und ich sehe fucking Schlange. Mhm. Die ist 30 Meter. 40 Crazy. Meter gewesen. Und das sind auch Leute, die du kennt hast, persönlich. Auch. Oder? Aber Also, auch drunter. 2, 3. Aber, Ja, aber ich meine, ist auch weißt du, krass. ich habe nicht gekannt. Ich Crazy. schaue dort an, ich denke mir so, fuck, das ist meine Stadt. Ja, man. Und dann bist du gehypt, Du wo bist vorbeigefahren fucking bist. stolz, Bro. Bro, Du normal. bist fucking stolz. Du denkst dir so, wow, mit dem habe ich nicht gerechnet. Ja, man. Bro, Leute stehen von deiner Stadt in deine Stadt an, richtig lang, um deine Musik zu hören. Bro, yes. Und Wie sie dich vielleicht fühlen. muss man gleich schnell sagen, Bro, Schweiz ist ein fucking Nichtgönner. Ja, Bro. ganz Also klar, an dieser ganz Stelle. Und ich finde es so krass, Bro. Nein, aber ich finde so, Ganz Bro, klar, nein. Bro, das ist absolut nicht Kultur da. Ich sage ganz ehrlich, das stimmt schon. Bro. ich sage dir ganz ehrlich, wenn so 20% mehr Gönn rum wäre als jetzt. Bro, dann wäre ich reich. Bro, Wäre ich Millionär. der Podcast wäre gar nicht zustande gekommen, Bro. Du hast gesagt, du und deine scheiß Garage, Alter, gönnt weg, ihr scheiß Low-Budget-Spaß. Ja, genau. Ich gebe euch da 20k machen, kaufe Dings aus Und Büro. dann komme ich erst. Machen etwas Nein. anständig auf und dann komme ich. Was haben das Gefühl, wer ich bin? Aber ich meine, so, Nein, Alter. jetzt, wenn du es auch abrechnest, Schweiz und Deutschland. Ja. Bro, in Deutschland bist du erfolgreicher, würdest du sagen, oder nicht? Ganz Ja, klar. was Oder? soll ich sagen? Stimmt Ja, schon, ja. Oder? Also ich meine, und jetzt, wenn du es jetzt auch willst abrechnen, so trotzdem, Bro, der Support in Deutschland ist krasser. Ich meine, aber Bro, ich meine, du bist von da, Bro. Also weißt du, bist von der Schweiz, aus St. Gallen, aus dem Loch bist du gekrochen, Bro. Sorry, nicht gegen St. Gallen. Aber, und bist am Venues fühlen, Aber- Bro. Und die Leute, das Erste, was sie machen, ist, ja, Bro, komm. Also weißt du, so, ich check's nicht. Gegenfrage, Gegenfrage. Okay. Ich mache nur kurz ein Beispiel, okay? Ja.
Viele wissen, ich habe mit meinem leiblichen Bruder keinen Kontakt. Zum Beispiel jetzt. Okay, ja. Bro, ich war gestern Abend in St. Gallen. Ich habe mich wieder einmal aus dem Bett gekifft und habe gesagt, weißt du was? Einmal wieder feiern gehen. Heute habe ich Bock. Ja. Ich gehe auf St. Gallen. Wir gehen in eine Bar. Affekt heisst sie. Ich gehe dort rein. Es ist keine 2 Minuten vergangen. Einer, den ich von früher noch kenne. Ja. Jo, Bro, wie geht's dir? Ich so, danke, Bro, mir geht's gut. Wie geht's deinem Bruder? Ich so, ja, fragst du ihn am besten selber. Ja. Also, okay, was ist passiert? Ja, was juckt dich das, Bro? Dann bin ich zu ihm gegangen. Ich so, hey, Bro, ich glaube, es geht dich nicht an. Ja, voll. Junge, So. ich habe dich jahrelang nicht gesehen, Mann. Bro, das Ding ist, das ist jemand, den ich heu sage. Ich habe mit ihm noch nie ein grossartiges Gespräch geführt. Aber aus Anstand, ich kenne ihn noch von früher, Ja. sage mal. Also habe ich ihm gesagt, Bro, weißt du, der geht, ich glaube nicht an. Das Erste, was er sagt, was bist du für ein Arrogant? Oh mein Gott. Das meine ich, Bro. Das Ich meine denke ich, mal, Bro. Homie, ich habe dir doch anständig gerade gesagt. Ich so, Bro, ich glaube, es geht dir nicht an. Weißt du, so, Bro, du fragst mich gerade da auf einer Party, wo Leute am Feiern sind. Ich bin gerade gut drauf. Bro, So etwas Emotionales, weißt du? du willst jetzt von mir über das emotionale Thema reden. Bro, klar rede ich nicht gern mit dir drüber. Ich kenne dich Wer nicht. bist du, Bro? Leute sind. Und er glaubt, weißt, und dann habe ich gedacht, glaubst du, ich bin behindert? Ja. Bro, du kommst doch mit dieser Frage, weißt du so, wie geht's dir? Wie geht's deinem Bruder? Also du willst ja auf etwas hinaus. Ja, fix. Von Anfang an, das ganze Gespräch, Genau. genau. Du das wieder fragen, Bro. Genau, du willst auf etwas hinaus. Bro, und an dem Abend habe ich auch noch eine indirekte Drohung von einem bekommen. Nein, no joke. Bro, auch eine indirekte Drohung, so, weißt du, so ein bisschen grusig so. So kennst du, wenn Leute sagen, ey, einen schönen Gruß vom. Ja, der. Aha. Bro, Ah. ich muss mir andauernd so Zeug geben, weißt du, was ich meine? Gut, ich kann mir Also, sagen, weißt du, im Game. Wenn man von nichts genau redet, Ja. Bro, ich muss mir so Zeug andauernd geben, weißt du, was ich meine? Und ich versuche jedes Mal, meinen Kopf zu sagen, Bro, bleib bodenständig. Du nicht jetzt auf das reagieren. Bist anständig zu den Leuten. Sag ihnen Hi. Auch wenn sie nicht immer korrekt zu dir gewesen sind. Ja. Weil du bist es diesen Leuten irgendwo auch schuldig. Denke ich mir selber, weil ich denke, ich bin aus St. Gallen, du bist aus St. Gallen. Wir sind Kollegen, wir sind korrekt, wir sind Brüder. Weißt du, was ich meine? Weil ich sehe da als für mich so ein Hometown. Ich will es mit euch cool haben, weißt du, was ich meine? Bro, ja. Ich will euch supporten mit gutem Gewissen und ich mache es auch immer noch. Aber Bro, manchmal fällt es mir einfach schwer. Weil ich schon traurig bin. Weißt du, was ich meine? Es macht mich traurig. Ich denke Verstehe ich ja, Bro. mir, Bro, von euch würde ich mir die Liebe am meisten wünschen. Von euch. Ja. Geh mal weg, weißt du, mit Berlin oder dort. Klar, Voll. es ist schön, wenn du dort geführt wirst. Aber von euch würde ich es am meisten Bro, du bist ja da aufgewachsen, weißt du? Aus Man, das ist St. ja Gallen, mein von Home, deiner Bro. Genau, Bro. Du bist dort jahrelang Aber- rumgelaufen. Aber es gibt nicht nur die, es gibt auch die anderen. Und da muss ich auch Ja. erwähnen. Okay. Bro, und das sind die Leute aus St. Gallen und das sind die ich schätze, die zu mir kommen und sagen, Bro, ich verfolge sie dort und dort und ich finde es so krass, dass du als St. Gallen es dort angebracht Ich bin hast. fucking Ja, stolz, Mann. Bro. Ja, Du Mann. bringst es auf die Map und ich bin einfach happy für Fucking stolz, Bro. das. Genau. Und das sind auch die Leute, no joke, die eben meine Merch kaufen. Ja, Mann. Einfach als Support. Bro, Ja, und ich kann da sicher 3 Leute nennen, die meine Musik nicht fühlen. Sie sagen aus, weißt du, sie sagen, Bro, es ist nicht mein Sound, Ja. aber ich kauf's. Safe. Du bist aus St. Gallen, Bro. Geil. Und nur Geil. wegen dem kaufe ich Geil, Das ganz ist- geil. Weil ich die fühle. Das ist wichtig, das ist ganz wichtig, Bro. Leute, ich sage ja ganz immer wieder, wir kennen auch schon ein paar Leute so wegen ein oder anderen Schweizer Rapper gefragt, so kommst du mal bei diesem Konzert vorbei oder kommst du mal zu dem vorbei. Und ich habe mir so gesagt, hey Bro, ich fühle seinen Sound nicht, aber weil er halt von der Schweiz ist, ich tue gerne, weißt du, etwas kaufen, so Merch Bro. oder irgendein, Da geht's. irgendein Album und so, weißt du, ist mir eigentlich gleich, ob ich, Ja, Gott. weißt du, das ist mir, ich finde weißt du, so, ich hatte dich vorher fragen, ich meine, abgesehen davon, dass jetzt die Leute auch dir ganz offensichtlich und klar dir mitteilen, wie sie, weißt du, so, ich mache Augen und so weiter und das stresst mich, dass du so unterwegs bist. Die Schweizer Medien, Bro, so eine andere Frage. Ich habe jetzt nicht so oft von dir gelesen, immer wieder so ein bisschen kleinere Sachen wie, keine Ahnung, Monet das, Monet dies, immer so kleine Sachen. Und dann frage ich mich halt so, meine Frage an dich, hättest du dir jetzt ein bisschen mehr gewünscht? So, würdest du dir ein bisschen mehr Anerkennung so von der Medienlandschaft Nein, gar wünschen? nicht, Oder überhaupt sagst du, nicht. hey, so wie es jetzt läuft, eigentlich ist mir gleich, mir ist das sowas Wurst. Also nein, Wurst ist es mir nicht. Weißt du, so, das darf man nicht falsch verstehen. Ja. Ich sage, ich bin dankbar für die Plattformen, die ich in der Schweiz bekomme, weißt du, was ich meine? Weil es ist halt schon so, die Schweiz hat ein bisschen andere Interessen, weißt du? Und ich verstehe die Schweiz, weißt du, sie sagen so, Bro, weißt du machst halt nicht Schweizerdeutsch, du machst Hochdeutsch, weißt du, was ich meine? Wir könnten jetzt nicht so oft immer dort, also weißt du, so,
deklarieren. Und deswegen sage ich, okay, weißt, gebt halt die Plattformen Leute, die Schweizerdeutsch machen. Ich will da ihnen gar nicht wegnehmen. Ja. So, weißt, die haben es auch verdient. Krass, ja. Bro, weil die stehen auch für die Schweiz, weißt, und machen es auch permanent auf Schweizerdeutsch. Und ich respektiere den Hustle enorm. Enorm. Krass, ja. Respekt. Deswegen. Bro, sehe ich schon, aber ich finde halt auch trotzdem so aus Deutschland sein und in Deutschland machen ist schwierig, Bro, aber aus St. Gallen sein und es in Deutschland machen ist nochmal ein anderes Level, Bro. Also ich meine, und das ist auch das, Bro, jeder, wo, und sind wir ehrlich, Bro, du hast Leute, die dich haten, also wenn du einen gewissen Erfolg hast, ist es einfach so. Kannst du sicher bestätigen. Und jeder, der dich hatet, Bro, du... Sorry, ich kann das nicht sagen. Bro, ich jetzt wieder so einen, weißt du, ich kann wieder Inception-Musik drunter tun. So, du hast schon Content vor dir. Bro, ich schwöre, ich bin schon mit dem Kopf tätig gewesen. Bro, du kannst dir den Erfolg nicht absprechen. Also weißt du, so, du kannst nicht sagen, du hast nicht geliefert, Bro. Weil du hast deine Zahlen gemacht, Bruder, du bist ein fucking Stadion am Füllen, Bro. Du hast deine 500.000 Klicks an einem Tag gemacht, Bro. Du hast fucking Sample-Recht bekommen von der Police, Bro. Wer? Yeah. Weißt du, was ich meine? Also wer, Bro? P. Diddy und ich, Bro, das. Weißt du, was ich meine? So, ganz einfach. Yeah. Und für das ganz allein kann jeder haten, wer will, Bro. Danke, Bro. Das kannst du nicht abhaten, Bro. Also, unabhängig davon, ob ich deine Musik höre oder nicht, das kannst du einfach nicht abhaten. Danke, Bro. Das sind Sachen, Ehre gebührt, Bro. Ganz einfach. Ganz klar. Weißt du, ich kann jetzt auch sagen, ich habe es aus dem Winkel, wo jetzt du das erklärt hast, nicht gesehen und nicht mal überlegt. Es ist richtig krass, dass du das so siehst. Oder bodenständig. Aber ich finde trotzdem eine kleine Anerkennung, so wie, hey Bro, jemand von St. Gallen ist in Deutschland in den Charts, hat das gemacht, füllt Plätze, muss bei gewissen sogar noch auffüllen, damit noch genug Leute kommen. Und da können wir schon, ich sage jetzt nicht, dass man jetzt muss jede Woche oder einmal im Monat muss sagen, ey, übrigens, Monier macht jetzt das, läuft bei ihm und so, aber keine Ahnung, Bro, so, ich weiß nicht, so, als Außenstehender, wenn ich so Medien lese, da komme ich nicht so viel von dir mit über, weil halt eben, wie du gesagt hast, weil die gehen halt eher auf Schweizer, aber es wird trotzdem mal schön, dass die Schweiz sieht, ey, look, es hat einen Schweizer und bei denen auch zu gut und das sind die meisten, die er erreicht hat und einfach, dass ihr wisst, wir finden es krass, was er macht und weißt du, macht einen Artikel über ihn, zum Beispiel so, dass sie einfach kommen, ey, Bro, erzähl mal, vielleicht kannst du ja inspirierend sein, vielleicht können deine Wörter inspirierend sein für andere, die gerade Artikel lesen, die sagen, ob jetzt Musiker, Künstler, was auch immer, die sagen, wow, jemand von der Schweiz ist raus von der Schweiz und hat es außerhalb von der Schweiz zu etwas gebracht. Und liefern auch Sachen. Bro, also es gibt auch mega viele so Schlagersängerinnen, die aus der Schweiz sind und Deutschland berühmt sind. Über die schreibt man auch die ganze Artikel. Weißt du, was ich meine? Also es ist auch ein bisschen... Ja, stimmt, ja. Bro, safe. Aber da geht es wieder um Interessen. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Wir reden von Schlager. Bei mir reden wir von Hip-Hop. Bro, ich kann dir nur sagen, weißt du, Deutschland zum Beispiel funktioniert auch nicht groß anders. Weißt du, so, ich höre immer wieder wegen Radio. Gell, eine Sache, die ich immer wieder höre. Ja. Bro, Radio, Deutschland, schwierig. Wieso? Du rappst. Okay. Dann frage ich, aber ich habe doch jetzt da einen Song, wo jetzt nicht so gerappt wird. Also weißt du, der ist jetzt ein bisschen mehr gesungen. Melodisch und vielleicht ist ja gar nicht mal ein Wort rein, weißt du, wo schlecht ist. Ich achte auf meine Wortwahl. Ja, aber du hast eben mit Rap angefangen. Und da wird er dann immer noch getragen. Bro, das ist Deutschland, da wird immer noch getragen. Die sagen, ja, du hast eben Rap gemacht. Und weil du Rap gemacht hast, können wir die jetzt nicht ins Radio tun. Weil mit diesen Werten tun wir uns nicht quasi identifizieren. Und dann sage ich, okay, was für Wert hast du denn das Gefühl, was mir vermittelt? Weißt du, und dann, klar, in feuernden Augen ist Rap. Bro, ihr rappt über Waffen, ihr rappt über Drogen, ihr rappt über Frauen, ihr rappt, weißt du, eure Werte sind nicht gut. Dann sage ich, Bro, aber da hat doch jetzt nicht mit Hip-Hop oder Rap zu tun. Weißt du, das sind Leute, die sich bei Hip-Hop bedienen und aber im gleichen Zug eigentlich gegen die Welt oder gegen die Norm halt sich bewegen. So, weißt, indem sie halt Waffen representiert oder keine Ahnung, Bullshit erzählen, wo einfach nicht gesund ist. Wie kannst du in einem Radio arbeiten, wo 24 Stunden Musik gelaufen wird und dann hast du aber bei diesem Genre einfach so eine strikte Meinung. Einfach so, ja, es ist ja so bei diesem Genre. Bruder, ich weiss, du weißt es nicht so, aber du machst einfach so, dass du dich am Klischee bedienen. Du sagst, ja, alle rappen das so. Nein, Mann. Nein, Alter. Weißt du, wie viele Menschen tut, also jetzt mal abgesetzt von Rap, wo jetzt um Gewalt geht, aber weißt du, wie viel Rap tut, wie viele Leute tun Rap gut? Psychisch, in ihrem Alltag, sie unterstützen sie brutal. Du kommst sicher auch tagtäglich Nachrichten über, wo dir Leute sagen, ey Bro, deine Musik hat mir aus dieser Phase geholfen, hat mir in dieser Phase mich begleitet. So und so hat es mir ausgelöst.
Ey, aber nachher, wenn du Radio hörst, ja, die und die Werte haben die eigentlich. Nein, Bro, haben wir nicht, Alter. Möchten mir die DMs zeigen, haben wir nachher. Ja, aber es ist halt immer wieder das gleiche Thema, weißt du? So, Ja. wer macht Rap? So, schau mal die Leute an, die Rap machen. Ja, Bro, das sind wir. ja Bro. Ja. Dunkle Augenbrauen, dicke, dichte Bart. Ja, Bro, man Schwieriges Thema, man weißt kann du, lange was ich darüber meine? diskutieren, Bro. Ja, Man ja. kann auch über, also weißt, aber ja, ich sehe, was du meinst, Bro. Verstehst du, es wird immer gegen abgetreten, Ja, solange ja. du nicht einer von ihnen bist. Ja, Bro. Ja, wie. Und dann bist du nachher der Token-Ausländer, wenn du oben bist, Bro. Und so der. Aber ja, Bro, dann bist du einer von ihnen. Bro. So Dann ist bist es. der Dings. Aber Wie heißt der, wo Türkisch für Anfänger? Der, wo nachher der auch... Elias Mbarek. Dann bist der Elias Mbarek von Deutschrap. Bro, weißt du, was über ihn gesagt wird? Hure oft höre ich damit, ne? So viele paar Leute mit ihm Kontakt haben. Ja. Hey, Bro, also der ist kein Ausländer. Ja, Bro, eben, sagen Bro, alle, sagen, der ist Token, Bro. Eben, du bist nachher sowieso weißt du, der Vorzeige-Ausländer Aber das ist ja quasi. wirklich so Ja. scheinbar, der ist so voll kein Ausländer. Also, so, Bro, der ist ganz Bro, anders. der ist- Bro, aber das ist eben so eine Frage, so eine Diskussion, über die kannst du so, also bist du Aber warte, Sellout oder ich bist du frag- real, also weißt du so. Ich frage mich dann, ist das so geworden? Ist das gewesen und ist das noch Bro, so ich geworden? kann ihn nicht, Weil er aber- genau gewusst hat, okay, Bro, nur so nimmt man mich an. Ja. Schau, ich sage jetzt etwas, Bro, über das müssen wir auch nicht weiter reden, aber ist das so, dass Onkel Tom ein Begriff, weißt du, so, Bro, Leute sind halt so, Bro, vielleicht ist er am Anfang halt real gewesen oder hat seine Kultur mehr mitgetragen und dann hat er gemerkt, Bro, wenn ich in diesem Business ein bisschen weiterkomme, muss ich halt ja bitte und was weiß ich und Oktoberfest und was weiß ich für Scheiß machen. Aber Bro, aber auch da wieder, weißt du, der Bruder, schau, er macht Geld. Ey, gar Oder? nicht. Ja, nein, aber er macht Geld. Aber dann fragst du dich wieder, Bro, du bist jetzt an einem Punkt, wo du als Künstler Einfluss kannst nehmen. Ja. Weißt du, was ich meine? Willst du jetzt deinen Einfluss nutzen und vielleicht ein paar Leuten mehr Plattform bieten, die vielleicht die geil. Plattform nicht bekommen? Das wäre ja geil. Oder willst du mit ihnen anstoßen mit den weißen alten Männern und sagen, geil, Bro, machen wir etwas? Weißt du, was ich Und dann redet der andere über dich im Podcast. Got you. Ja. Irgendwann safe. meine? Ja, Bro. Und wenn ich dann... Er ist voll der White-Wart. Ja. Bro, schlimm, Bro. Also, alle sagen so, weißt Der du ist so. jetzt am Golfen. Ja. mit einem Händchen, Bro. Bro, wenn ich meinem Vater würde sagen, ey, ich golfe jetzt, er würde sagen, der ganze Weg, mit im Lastwagen schlafen, mit unter einem Pneu sich verstecken und alles, nur dass du Pitch nachher Golf spielst. Für nichts gewesen. Das sind wir wieder beim Ali, Bro. Meine Eltern sind nicht Bro. geflüchtet, damit du nachher ein Pitch wirst, Bro. Bro, direkt, die würden sagen, Alter, ich habe nicht so viel Gesicht verloren, du, wo ich geflüchtet bin, nur damit du nachher Golf spielst und du machst so Bilder, wie du nachher Ja, so safe. mit dem Rücken so stehst. Safe. Got you. Bro, ich finde, Ja, es ist ein geiles Gespräch gewesen. Ich glaube, wir können da voll reingehen, aber wenn wir mal ein bisschen richtig Quiz gehen. und so ein bisschen entspannt. Sind ihr ready? Okay, geil. Okay, was sind Erzähl mal so ein Spielregeln? bisschen, was es für ein Quiz ist, was Regeln, was kommt Also. da so. Es ist ein Schätzquiz. Und der, wo die richtig, oder der, wo, wenn ihr beide die gleiche, oder alle drei die gleiche Antworten gebt, ist einfach der, der schneller ist. Okay, Ich finde, das ist schnell, okay. Genau. Und sonst einfach der, der richtig sagt. Also, sind wir ready? Wir sind ready, oder? Also wenn einer von uns beiden nicht gönnt, haben wir nächstes Mal haben wir VIP-Einladung an eines von den Konzerten. Ich wüsste es jetzt schon so. Oder Meet and Bro. Greet. Aber am Ort ausverkauft ist, damit ich auch immer erzählen. Mein ist ausverkauft, aber er ist ein Bruder, weißt er hat organisiert. Nein, der machen, weißt du, der so, ey, fuck, man, du hast ausverkauft. Aber was für Leute, man, ja. Ich schwöre. Ja, Bro, ich bin Karim, Bruder. Weißt, ich bin ey, Bro, ey, sorry, man, ich hab Ey, verpennt. Kay, was läuft? Man. Bro, ich kann nachher zu meinen Freunden sagen so, man, Podcast ist gut gelaufen, weißt du, der Bruder hat das gar gerufen. Weißt du, der Karim, sorry, ich meine der Monero, sorry. Oder noch der bringen so, ich hab noch gar nicht gehen, Ja, aber eingeladen. er sagt, Bro. Eingeladen, So, Bro, weißt du, Hamburg Nein, ausverkauft, komm doch vorbei, wäre schön. Ich so, also. Bro. Wir müssen, wenn er jetzt schreibt, unser Bruder, der Karim. Also, let's go. Also, erste Frage. Bin ich mir rausgekommen. Wie viele Bestellvarianten für Kaffee gibt es im Starbucks? Bestellvariante? Ja. Du hast nicht fressen. Okay. Du hast nicht fressen. 112? Also warte. Was ist die Variante? Warte. Also, ich habe Kaffee Mocha Grande. Es oder ist was? auf der Website von Starbucks. Wie viele Variationen von Kaffeemöglichkeiten? Es mit Soja, Espresso-Shots Ah, so die Sache. und genau die Variante, wie viel gibt es in einem durchschnittlichen Starbucks? Mhm. Also ich glaube, du kannst jeden Kaffee auf sicher 5 verschiedene Arten Ja, haben. ich sag auch. Niemals, Bro. Bro, schau die jetzt, sind Bruder. wild, die sind Du wild, kannst Bro. extra Shot drin haben. Du kannst Whipped Cream drin haben, wenn Du du kannst willst. nicht nur ein extra Shot dabei haben. Bro, du gehst sicher auch mal in Starbucks, oder? Oder hast du mal... Bro, ich bin so selten dort. Okay.
Weißt du, da machen nur eins. Ja, das machen nur so weit, oder? Nein, gar nichts. Aber, Bro, er macht sich immer lustig über meine Kaffeebestellung, Ja, ja, aber er ist der, der ja, sagt, oh, kann ich einen White Mocha haben, bitte? Bro, ich mach nur so ein White Mocha mit extra Espresso-Shot. Boah. Vielleicht mit mehr Kaffee, nur das. Krass, so, krass. So, manchmal nehme ich meine White Aber Girl... du bist schon extra jetzt. Ja, sicher, Jetzt bist sicher. du extra. Ich Bro, bin extra, aber ich nehme manchmal mein White Girl mit, Bro. Manchmal mein White Girl mit und das White Girl übertrieben, manchmal übertrieben. Es geht so 3 Minuten. Ich gehe dort rein und sage, mach Cappuccino. Punkt. Direkt. Punkt. Direkt. Was sagst du, Yoldas? Bruder, ja, ich habe eine bisschen eine größere Bestellung, also weißt du, eine komplexe. Ich bin so einer, Bruder, aber mein Kaffee, Bruder, mein Kaffee, keine Fick. Aber für, also ich bin Diva geworden. Also, ja. Los zu, Bitch. Du bist jetzt Starbucks-Mitarbeiter. Du sagst, was willst du? Was sagst du? Bruder, ich meine Bestellung, ich sage Gib erst mal, durch, herzlich willkommen bei Starbucks. Was möchten Sie bitte haben? ich sage immer, so wie ich bin mit dem Stress wegen Interviewpartner sind rum. Kopfer immer an, also sorry, einen Moment. Dann sage ich immer, ich hätte gerne einen Dirty Chai Dirty, ja? mit 2 Shots, Oh yeah. Sojamilch, Iced, Medium und nur 2 Pumps. Oh yeah. Oh yeah. Ja. Das So ist läuft gut. es. Das, Bro, Das ist ich ganz sag dir ehrlich ehrlich, Charakter. Nicht nur Charakter. Charakter. Nicht nur Charakter, ich habe mich kurz verliebt. Bro, Wenn einer so bei mir einen Kaffee bestellt, ich würde sagen, okay. kannst du mir glauben, gehen wir da Bruder? Wochenende Kannst du mir an? glauben, ich habe einmal eine kennengelernt, das ist ja schon Jahre her, wo im Starbucks geschafft hat. Damn! Und am nächsten Tag bin ich wieder gegangen und sie so, willst du einen Dirty Chai mit alles haben? Ich so, damn, Bitch. Und dort habe ich gewusst, Damn, bitch! ich so, dort habe ich gewusst, das ist etwas für länger. Also die Bitch, du bist meine Bitch. Bro, sie hat checkt dort. Wenn nein. sie sich das merkt, Bro, wenn sie sich der Scheiß merkt, dann ist es real. Also, Bro, ich sag dir ganz ehrlich, schau, dass wir die Frage da überhaupt thematisieren, ich sag 42. Niemals. 40 gesagt. Niemals. Du Ah, bist du so, hast du bist so ein Faker. Er ist Da so mein, einer. weißt du, was ich meine? Ja. Da mein, so. Genau so Leute machen mich krank. Ja. So Leute machen mich Bro, krank, warte. Ich schwöre mir Gott, ich habe vergessen, was du 40 gesagt hast. Ich sage jetzt aus Trotz, mach ich etwas anderes. 41. 39. Nein. Ich mach, also warte, Jetzt musst du 5 über 100. Jetzt musst du Variationen, über 100. 25. Bruder, ihr sind alle viel zu weit unten. Ich sage, es sind 119 Varianten. Dani, am Anfang auch Er hat gesagt. 120 gesagt, irgend so Der ist so ein etwas. Faker. So ein Wenn er einen Tipp. Ja. Ja. Wir sind viel zu tief. Er ist dreistellig. Viel zu tief. Er ist Ja, dreistellig. eben, dann sag ich ja Ah, man auch 630. 420. Warte, er hat gesagt, 600. 630. Es sind Tausiger. Tausiger! Oh, shit. Ja, aber ich sage ja, Bro, du kannst jeden mit einem Shot haben, mit 2 Bro, Shots. welche Gulasch kann sich da merken, Mann? Bro, das ist schlimmer als Programmieren lernen, Könnt ihr- Mann. ja. Leute Was ist, programmieren warte, wisst ihr Apps, das? die Was Welt ist- verändert und der muss nachher 420 Kaffeesorten auswählen. Ja, Was ist Weltfeinder. Venti für die Größe? Größt. Nein, nicht Mittel. Ich glaube Mittel. Ja, warte, wenn du ja jeden Kaffee, jeder Kannst du auch verschiedene Grössen haben. Auch noch verschiedene, boah. Du kannst ihn noch halt haben und warm kannst du auch noch haben. To go. exponentiell. Oh, Bro, das geht, weißt du? Also, weißt du was? Mit dem 1000er-Bereich. 4000. 4200, Bruder. Und ich habe gesagt, 6300. In dem Fall sage ich Jetzt macht er safe. extra dazwischen. Nein, Hey, warte. Bro, fuck nicht ab. Man, du musst über 10 jetzt. Wir sind unter 10. Nein, sicher gar nicht über 10. Über 10. Mehr musst 1000, über mehr 10. 1000. Soll ich gerade 100.000 sagen? Also Mann? entweder Ja, bist fair. entweder bist 3000 und tiefer oder du gehst 10.000 und höher. Eide, komm, gib. Was war dein 6 gewesen? 6300. 7.842. Peach, Bro. So ein Peach, Bro. 7800. Er geht 1500 weniger, mehr als du. Das ist Ja, billig. ist so. Wie viel ist es? Ihr sind bei weitem, also ihr sind nicht mal in der Nähe, aber der die höchste Zahl gesagt Ja. hat, ist Josh. Ist ja klar gewesen. Ist klar. Ich nehme den Punkt Mann, nicht. Ich nehme Egal, den Punkt nicht. kannst einfach ihn jetzt rauswerfen. Bruder, nein, ich Bro, warte. Nein, wir machen das allein jetzt. Oh, man sagt so viel Knöpfe, ich sehe sie nicht einmal. Aber Bro, ja. ich nehm den Punkt nicht, aber wie viel sind es? 87.000. Alter, komm. Hast du nicht, wie er es gespielt hat? Ja, Bro. Er so, ich nehme den Punkt. Ich fico ja auch so, ist kein Problem. Ja, weiter. So gut, so gut. Bro, wir ficken das. Wir ficken Das das. ist fake. Das ist von A bis Z. Von A bis Z, er hat die Frage gewusst. Also, in dem Fall machen wir eine Antwort, nachher gilt es dir. Also ist gut. Sowieso drucken, weißt du, und Ja. die Antwort zählt. Okay. Wie viele Millionen Städte hat China? Millionen ist der Bruder. Also das heißt, wie viele Städte haben über 1 Million Einwohner? 18. Städte. Also, look, Bro, ich sag Ja, dir so. Dörfer, oder? Ja, Provinz, Bruder. Amrako in Provinz. Bro, bist du noch nie in Kurdistan gewesen, dort 1 Million Leute auf einen... So 4 Häuser an. Was hast du Oh, gesagt? Mann, ey. Fuck. Ja, Ich Bro, kann, du fragst mich Sachen, Ich Mann. habe 18 gesagt, Bro, glaube es ich. kommt keiner auf das. Okay. Also ich weiß, dass China nach dem Zweiten Weltkrieg massiv
ihre Städte investiert haben. Aber sie haben, glaube ich, nicht... Die haben Fake-Städte errichtet mit irgendwelchen... Bro, und ich weiss, dass... Als hätte er jetzt Info gedroppt. Warte. Und ich weiss, dass die Städte, die sie schon hatten, dass sie die gepusht haben und sie haben minimal, ganz wenig, nur größere Städte gemacht. Also selber wieder erfunden, so, weißt du, wie so ausgebaut. Ich weiß nicht, ob ich da im Glauben bin. Ich sage 18, Bruder, ich sage 18. Ich sage 320. Tschüss. Bruder, das ist Ja, sehr gut. Okay. Also, Ja, er weiß, er hat sie jetzt gerade bekommen, die Antwort. Schon gut. Aber machst du jetzt 18 3? Bruder, schau jetzt, tu mir mal, überleg, warte schnell. 150 sagt er, in der Mitte sagt er, 100 Pro der Bastard. Bro, Was? erstens, du hast die Antwort gegeben, also hebst Schnorren. Ich habe schon Zweitens, von Anfang an, Bruder, ja. warte schnell. Man sagt, jeder 5. Mensch ist ein Chines Ja, in diesem Raum. okay. Wirklich? Tschüss. Nein, Bro, nein. Ich bin kurz von mir gewesen. Noch ein Legiert. Ich so, fuck. Alle am 10 Bro, es ist wahr. Nein, sorry, warte, was ist deine Wurzel? Sogar in Dös, Alter. China. Er ist Chines. Okay, Bruder, voilà. Voll Wow, in diesem Raum. krass, jeder Aber das Fünfte ist ein ist, Chines. das ist so. Das heisst, wir können davon ausgehen, dass schon mal über 1 Milliarde Menschen in China leben. Okay, Okay, ja. aber warte schon. Also Jetzt die muss- jetzt Info muss ist noch- genauso er muss wenig jetzt auf die wichtig. Cam kommen. Die Leute glauben, die ist so schnell. Also, da Bruder, Ja. zeig. Zeig dem Manager, Bruder, Bro, er ist no da die joke. ganze Zeit. No joke. Das ist der 50 Chines von dem Was Raum. geht? Ja, für die... Er gehört es nicht. Ja, okay, sag nicht. Aber Das wie hast heisst, du oder, es sind schon mal, und die zweite Info, die relevant ist, ist, dass ja die Chinesen, du darfst nur 2 Kinder haben. Nein, Also, die gesagt? Politik kann Die es Politik abschaffen. hat es abgeschafft. Aber es ist mal da gewesen. Aber ey, Ein Bro, Kind da ist pro später. Kind, Da ist also später. Die beide- Geschichte im Fall ist Ja, später. also Bro, beide Infos, aus meiner Sicht, Ja. bringt zero. Wieso? Wenn du, Ich weiß schon, dass viele Chinesen hat und ich weiß, dass die... und die Antwort ist 15 gewesen. Ja, 320 gesagt. Oder Ich ich mach da sag, 345. nein, Bro, wie viel steht hat 150 gesagt. Bro, nein, ich sag 87. Okay. Okay, Yilmaz? Ich hab's mit 30, glaube ich. Nein, es sind 100... Also, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gelesen habe, ist 117, aber das ist ein bisschen ältere. Jetzt mittlerweile schon 129. Nein, 12 125. Im Fall auf die lasse ich nie mehr. Ich schwöre. 125. Böse hat er mir jetzt Was hast du gesagt, Josh? 85. Ja, dann bist du näher. Ja. Gerade Also, hässlich geworden. Bei der nächsten Frage... Karin, bei der nächsten Frage machen wir es so. Ja. Ich und du sagen nicht, er gibt zuerst Antwort. Ja, Eure Antwort hat besser. mir nichts gebracht. Ja, das ist schon schon gut. gut. Deswegen Oh, hast du ja, zweimal- aber nicht- deswegen hast du 2 Doch, Punkte doch. geholt. Deswegen hast du 2 Punkte Ich geholt. habe einen Punkt. Ja, Die ja. erste nehme ich nicht. Also, nein. die nächste Frage, du darfst antworten. Die erste nehme ich. Nein, Bro, weil ich bin so... Nachher, wenn er verliert, sagt er, ja, auch wenn ich den Punkt nicht genommen habe, ich gönne euch. So sagt er. Ja, du ja, du Nasser ist bei ja, deinem Hey, Punkt. für Leute, die keine Punkte haben, reden der Hure. Ja, ja. Schau jetzt, Bro, das hasst ich. Jetzt fängt es an, Bro. Du kommst auf den Geschmack, dass der Josh am Gewinnen ist. Bonne Chance. Mach die nächste Frage, Mann. Du musst Punkte holen, Bro, sonst fickt er dich in den Kopf, Bro. Nein, schon gut. Ich gönne ihm. Ich mache jetzt den. Nein, mach nicht, gönn nicht. Er schreibt dir im Jahr noch DMs. Haha, Bro, weißt du noch vor mir, aber ich gewonnen habe. Also, Mach Josh, doch in einen dem Fall gibst du die erste Antwort. Ja. Wie viel Quadratkilometer vom brasilianischen Regenwald ist abgeholzt worden? Wie viel, Jonas? In was? Bis jetzt? In Liter. Was ist das für eine Frage? Nein, aber ich meine bis jetzt oder im letzten Jahr. Oder? Nein, bis jetzt. Also Bruder, so wie... Ja, mit was? Wie viel kann ich... Ja, Maßstab, Ey, geh Bro, aber messen. so habe ich mich amigs gefühlt in der Schule, wenn so eine Frage kommt, so, wie viel Quadratmeter? Bitte geben Sie das in Liter an. Warte, was ist... Wie viel Quadrat? Nein, wie viel Fläche? Ja. Also in Quadratkilometer. Kilometer ist noch wichtig. Nein, Millimeter. Ja, Bro, ich kann ja Meter 2 Milliarden Quadratmillimeter. Okay. Wie viel Quadrat... Ich sag... Schau, wie das war. Hätte mir Hätte das gesagt, hätte er einen Anhaltspunkt Er gehabt. macht so, ja, alle guten Morgen. Nein, Bro, man rechnet ja in Fußballfelder. Man sagt ja immer, so viele Fußballfelder werden genau. pro Minute... Er hat schon gewusst. Bro, nein, aber ich würde sagen, bis jetzt... Bro, das ist eine gute Frage. Was sagst du? Er kennt Bis jetzt... Antwort. Nein, Bro, nein, ich kenne sie nicht. Ich kann sie wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, ich sage 400 Quadratkilometer. Okay, jetzt hat er mir eine falsche Antwort gegeben. Ja. Weil sonst wäre es noch quasi Bro, für jetzt hat später er- offensichtlich geworden. Jetzt hat er auch keinen Anhaltspunkt, Ja, Bro. Bro, und er weiß, als hättet eure Bro, Antworten weißt- mir einen Anhaltspunkt aber gegeben. hätte... Du hast immer zwischen uns oder Aber warte über schnell, uns? darf ich kurz sagen, wo du warte schnell, Nicht. Bruder, warte schnell, wo du 18, darf ich schnell, Fitner darf ich schnell, Bro, aber nicht, Bro. Immer zwischen uns oder kurz über uns. Bro, Nicht. Bro, sag ihm wenn ich das. nicht- Sag ihm Wenn das. alles auf Bro, Sag ihm. also darf ich kurz reden? Also bitte, Bruder. Okay, erstens, die Antwort hätte ich gegeben, unabhängig von eurer Antwort. Ganz klar, ja. Du weißt auf 87 auch ohne uns Inputs.
Bro, aber du bist bei Du so- 18 gewesen. deswegen- Also weißt du, deine 18 hat noch gar nicht Aber wie hast du denn geholfen. gefragt, was sie gesagt haben? Das ist genau so. Ich schwöre. Bro, Schon er gut, ist- schon gut. Gib doch einfach deine Antwort. Zeig. Die Leute nennen mich den Fitnessstifter. Herzlich willkommen. Das ist Bro. die erste letzte Folge mit dir, Bro. Nein, Bro, Karim, sag du noch etwas zuerst, weil dann kann er zwischen uns sein und dann schauen wir, ob das Dann mache ich mal den, Josh. Bro, voll Also. easy, voll easy. Ich hätte jetzt gesagt, wenn wir in Fußballfelder reden. Ja. Bis jetzt ist schon nicht wenig, Bro. Was habe ich überhaupt gesagt? Du hast 400 gesagt. Oh mein Gott, ich glaube nicht mal die Welt ist so. Und 400 Egal. Dollar. Warte, schauen wir mal kurz in die Augen. Nein. Machen wir 120 Fußballfelder. Nein, du musst in Quadratkilometer sagen. Wie viel ist ein Fußballfeld? Wenn ich das wüsste. Keine Ahnung, Ja, so keine Ahnung, 150 Bro. Kilometer. Bro, Nein, nachher voll nicht schätzen Schlag, wir wie so 50 ein Kilometer. Vollidiot. Bro, ich 150 bin selber Meter. dumm, ich habe keine Ahnung. 150 Meter. Sag, wie viel ein Fußballfeld hat. Ja, das ist ja immer unterschiedlich, Fußballfelder. Okay, weißt du was, den Scheiß. Sag einfach eine Zahl, ich kann eine sagen. Okay, ich sage jetzt einfach 250 1000 Quadratkilometer. Keine Ahnung. Okay, easy. Ich weiß es nicht. Mach. Also, Ja. tiefe höhere Zahl. Ich mache jetzt das Zwischen. Mhm. Und wenn ich gewinne, was ist denn? Dann ist gut, ja. Okay, also. 142.000. Aber nur schnell zu sagen, ich habe 400 gesagt. Ja. Und die hat Quadratkilometer. Und die sind im Tausiger-Bereich. Ja, ja, Aber schon, du hast sie gesagt. Ja, Er hat auch gesagt. 142.000, ja. Also wie viel ist es? Der Monetenpunkt 4,2 Millionen Quadratkilometer. Ah, Mann, nein. Oh shit. Krass. Gönn dir, Bro. Ich gönne dir auch, wirklich. Gönn dir. Nein, Aber- gönnt mir lieber nicht. Ich gönne dir. Ich persönlich, ich gönne dir. Ja, Weißt du, vom anderen- Hey, Bro, ich check it. Jeder, der den Podcast anschaut, schaut ihn in die Augen und schaut, ob das gönnt ist. Wie Gott, ich gönne. wie Gott. Aber ich sag nur, ich wollte nur schnell sagen, so, was hast du gesagt, wie viel? 250 Quadratmeter. 250.000. Ja. Und die Antwort ist wie viele Millionen? 4,2. Ja, das ist krank. Also es ist schon, so wie ich den ersten Punkt nicht genommen habe. Ich sage einfach nur. Eben, Bro, ich sag, ich Nein, ist gönne gut, dir. ist Ich gut. sag dir, wenn es einige gibt, wo so ein bisschen Augen kommt. Ich gönne, ist gut, 1-1. 0. Aber weißt du, was das Krasse ist? Ja. Dass wir jetzt gerade nicht darüber reden, wie viel da gerade ist. Bro, das ist heftig, Crazy, Alter. Bro. Also ich habe währenddessen mal schnell recherchiert, von 1990 bis 2000 ist jährlich durchschnittlich 160.000 Quadratkilometer. Bro, es ist jetzt gerade der letzte indigene Stamm also eine Person, ich Wo glaube, Solo gelebt hat. wo solo gelebt hat, ist gerade gestorben. Ist auch in Brasilien gewesen, glaube ich, oder? Und also jetzt gibt es kein indigene... Also Es gibt schon, sorry, aber ich der habe ist- falsch gesagt, sorry. Der ist vor 30, 40 Jahren haben sie angefangen, halt Roden bei dort, wo sein Stamm lebt, und er hat sich geweigert. Er hat gesagt, ich kann erst dann, Also sie haben wirklich Genozid betrieben. wenn ihr mich umbringt, wie sind die Leute umgebracht, die dort sich geweigert haben zum gehen. ja, Mann. Und der hat sich halt immer versteckt. Kennst du Predator, den Film, Bro? Okay, warte, ganz kurze Frage. Und sind die Leute überhaupt jemals so verantwortlich gezogen? Nein, Bro, nein, nicht. Bro, es gibt ja im Regenwald gibt's ja auch Dings, also der jetzige Präsident von Brasilien ist ja easy so konservativ und hat ja auch viele so, zum Beispiel tut ja auch viele Firmen so ohne grosse Begriffe einfach sagen, ich kann Roden gehen, ich sage nichts, weißt du, egal. Und in Regenwald selber, wie es halt die einzige, also es gibt ja auch viele kleine Dörfer und auch ganz kleine Städte in den Regenwäldern so, und die überleben nur mit ganz wenigen Sachen, und eine von den Sachen ist Gold suchen im Regenwald. Und das ist so gefährlich und so teuer, dass einfach, du kannst zum Beispiel ein Jahr lang Gold meinen und verdienst so 2000 Euro im Monat, was ja eigentlich easy gut ist für Brasilien, und dann einfach von einem Tag auf den anderen der Staat kommt, alles verbrennen. Ja, Bro. Wie es halt wie so offiziell illegal ist, so. Aber wenn sie schon das verbrennt, macht es auch gerade ein Wald kaputt. So ein bisschen noch. Du hast mal eine spannende Doku darüber geschaut. Ja, mit ja, brutal, ja. Das ist crazy. Hey Bro, es passiert Sachen auf der Welt, Bro, wenn ich so jetzt anfange zu überlegen, es nimmt mich. Ich mache etwas anderes. Es hat mich gerade böse Ja, angenommen, ja. ich sag dir ehrlich. Bleiben wir gerade bei der Fläche. Wie groß ist die Schweiz in Millionen Hektar? Du fragst Sachen. Frag doch gerade, welche Unterhose ja. Ich schwöre, ich kann gerade sagen, so, Bro, Schön, aber wer hast du die für Fragen raus? ich kann wollen 2, 3. Bro, ich sag dir ganz ehrlich, ich kann schon sagen, so, gib mal so ein Beispiel für Hektar. So. Ich bin voll befordert, Bro. Ich küsse dein Herz, aber gib uns einen Tipp, Bro. Also es ist... Also warte schon, die Welt Du hast ist... Millionen warte, Hektar gesagt, nicht? Die Welt ist, glaube ich, 42 Millionen. Die Welt ist 42 Millionen. Der Schweiz 1 Million, Bruder. Nicht einmal. Ich glaube, oder? Dann ist die Schweiz 0,3 oder so. 0,5. Ja, irgendwie so. 0,5, 3, 2, 9, Millionen Hektar. 30. Ich bin immer noch überfordert, Bro. Ich weiß nicht, was da gefragt wurde ist eigentlich. Ich Ich habe weiss jetzt vielleicht scheiße geredet, warte schon. Wie Ich weiss nicht, was groß gemessen wie wird. groß die Schweiz an Fläche an Hektar ist. Aha, okay. Hektar ist auch das nicht nur, sondern auch in der Höhe, nicht? Ist nicht das? Nein. Bruder, siehst Hektar ist siehst- Wasser, Bro.
Aber er fragt jetzt... Quadrat, oder? Geometrie. Fläche. Ja, Bro, chill mal schnell. Mein Gott, anders. Also, bonne Chance. Ich sage... Jetzt tust du... Also jetzt... Siehst du, Bruder? Also, warte schon. Die gesamte Weltfläche beträgt... Hey, du bist am Googlen, was 510 Millionen... Bruder, warte. Nein. Er hätte ja Kostenstuhl annehmen. Ich schwöre, ja trotzdem vor gewesen. Aber ich habe da keinen Hektarwert. Da steht, Welt hat Quadratkilometer, also hat 510 Millionen Quadratkilometer. 510 Millionen. Quadratkilometer. Genau, aber dann müssen wir wissen, wie viel da also in Hektar sind. Oder wir sagen, wie viel ist ein Kilometer in Hektar? Hey, wir dürfen da eigentlich nicht googlen. Bro, ich sage, ich habe die Info Quadratkilometer. Aber ich sage jetzt mal in Millionen, Bruder. Ich weiß nicht, 2,21. Okay. Keine Ahnung, einfach etwas. Also, ja, mach Ich wieder. glaube, wir sind völlig falsch. Also ich hätte jetzt gesagt, Er fragt Millionen, Bro, ich habe 2,2. okay. Ich habe Also die Schweiz hat... Soll ich zuerst? Damit es Was nicht heisst, ich mache 180 Millionen Hektar. Bro. Ich sage 17. Okay. Wieso? Okay. Ich gebe dir nochmal eine Chance, Bro. Das ist so dünn. Ist das Ich so glaube, daneben? Bruder, sag 8. Ich glaube, es ist 8. Okay, 8. Was hast du gesagt? 2,21. Wie, ganz knapp. Wir sind Also 4. weißt du, wie 4. wie groß ist ein Hektar? Ich habe gerade geschaut, 1 Quadratkilometer sind 100 Hektar. Was? Bro, Also, deswegen, Bro, jetzt geht mal böses Licht im Kopf auf. Jetzt, wenn ich Wenn so höre, so weißt Amis reden, I have 5 Hectares. Ja. Stabil. Ja. Weißt du, wie viel hat Kanye mit dieser Ranch? Oh, Bro. Der hat 18, 19 oder so, hat er doch gesagt, nicht? 18, 19 Hektar? Ja, irgend so etwas. Der ist krank. Aber nicht Millionen, Bro. 18, 19 Hektar. Das ist... Haben wir von Wir Millionen? von Millionen. ja, geredet, Millionen. Okay, der Punkt hat an Zero in dem Fall. Ja. Ich bin gerade richtig krass Oder verwirrt. ich auch. Danke für die Ich habe gemeint, Hektar hat etwas mit Wasser zu tun. Punktestand, ich einfach. Willst du eine Wasserfrage? Jetzt müssen wir schnell sein. Okay, du hast auch einen Das ist Punkt, einfach. Bruder. Warte, du hast auch einen Punkt. Ich habe einen Punkt, du hast auch? Eine. Zwei. Eine. Einen. Im Schalter doch nicht. Nein, ich Ah, nehme Nein, ich nehme Er nicht. hat zwei, Nein, er hat schon zwei. gut, Er er hat hat zwei, er hat Okay, zwei. also. Schon gut. Leute, da ist das Ziel gewesen. Ja. Nein, ich habe gesagt, ich wollte ihn nicht. Normal, Bro. Ich habe gesagt, ich wollte ihn nicht, Bro. Er hat uns böse manipuliert. Normal, Bro. normal. Gaslight King. Shit. Oh mein Gott, du bist wie meine Ex. Also, ich muss schnell sein. Ja. I'll be missing. Wie viel Liter ist in einem Kubikmeter? 1000. Wie viel Liter ist in einem Kubikliter Cube? Kubikmeter. Kein, ich hab's gesagt. 1000. Boah, Bro, was du mit Fragen Ich glaube, ich weiß es. Also, das ist so jetzt wieder. Das sind so Schulaufgaben, Bro. Du musst sofort. Das ist Ich habe. Der Fritz der Uhr hat 42 Millionen. Also, warte, wie viel Liter haben ein Kubikmeter? Nein, wie viel Liter passen in einen Kubikmeter? Wie viel Liter? 1 Liter? Nein, 10. Ey, schon 1000, Bro. Schon 1000. Bro, schon 1000. 1 Meter. Und dann machst du ein Viereck draus, so Pi mal Ja, da Daumen. weiß ich schon, aber. Und dann fühlst du etwa. Du musst ein bisschen näher als Mike gehen, Bro, sorry. Ich habe schon 1000 Ja, getippt. Angst, Bro. Ich habe 1000 getippt. Ja, Was, 1000? Wie viel Kubik? Okay, also in eine Badwanne passen, glaube ich, 300 Liter. Schau, ich Weißt sage nicht, was 10.000, weil er 1000 gesagt hat. Keine Ahnung. 10.000. Aber das macht keinen Sinn. Nein. Wie viel? Kannst du die Frage Es ist wiederholen? 1000. Bruder, wie oft willst du noch Ich wollte es noch mal hören. Es Wie ist viel 1000. Liter passt in einen Kubikmeter? Es ist 1000, Bro. Ich sage 800. Es ist 1000. Wie würdest du Bravo. sagen 800? Ja, wegen Cube, Bro, Cube. Von Quant. Quant 8. So ein Kabut, Mann. Bro, keine Ahnung. Shit, Alter. Aber ja, du hast. Also, Krass, in Alter. dem Du Fall, gesagt 2 hast, ich Punkte. denke, fuck, es stimmt aber schon. Aber jetzt kannst Es macht Sinn, das ist ja eine Zahl, die eigentlich, oder so rechnen wir ja 1000. Ich habe, Bro, ganz ehrlich, 800 versuchen, Theoretisch. Bro, ganz ehrlich, meine Rechnung ist so, wie ich aufzeigen habe. Ich so, 1 Meter, so, 1000. Dann 1000. 1000. Direkt. Okay, weiter. Wie viele Räume hat es im Buckingham Palace? 122. Das weißt du, oder? Ich habe einfach grabbed. Ich habe gedacht, das ist ein Stück Winter, Bro, ich bin zu nervös. Im Buckingham Palace. Was ist? Ich sag 100. Nein, ich sag. Es müssen 100 sein, weil die würden sich nicht zufrieden geben mit 5. Bro, ja, Bro, die schwör, Zahl schwör. muss mindestens dreistellig sein. Mann. Ja, 100 Pro. Bro, wie viel Zimmer, Bro? Überleg. Nur so, wir leben in einer 4,5. Ich schwör, Bro, überleg. Die Fahrt. Nein, ich sag 187. 187. Hä? Du hast gesagt? 122. 100. Ja, am meisten 150. Bruder, wir sind alle so näher aneinander, das ist grusig.
602. Tschüss. Ja, Also, easy. Ja, hab ich den Punkt. 221, ja. Nein. Ich habe den Punkt vorher bekommen gesagt. Ah, willst du das doch? Also, ich nehme ihn nicht. Ich hab, zum zweiten Mal, ich nehme ihn nicht. 2-2-1. Heide, bitte. Nein, wir geben. Ich nehme ihn Nein, wir nicht. geben, Bro. Ich Nein, Bro. will nicht, Bruder. Bro, du warst ganz offensichtlich. Walk Bro. one hour. Seit 15 Nein, ich Minuten. wollte ihn nicht. Ich wollte ihn nicht, Bro. Also, wie viele Länder gibt es? 42. Nein. Du hast schon gesagt, Es sind, nein, ich weiß es sogar, aber nein. Ich weiß es nicht. Weiß nicht, sag du zuerst. Ja, wenn du weißt, sag. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß, ich habe so eine Ja, ungefähr okay, Bro. Ich sag jetzt einfach mal 220. Also Okay. Kurdistan ist nicht dabei, gell? 109. Es sind 176. Es sind 194. Ja, fuck, okay. Was Aber hast du gesagt? 122. Du bist näher. ja, das ist nicht. Ja. Stark, Punkt für dich. 2-2-2 jetzt. Komm gerade der Bonus. Wie viele sind davon in Europa? Mit UK? 20. Mit Türkei? Mit UK? Mit UK, ja. 20. 20? Reden wir geografisch Europa oder Europäische Union? Oh ja. Geografisch? Okay. Okay. In dem Fall ist Russland auch Europa. Ja. Kasachstan gehört auch, weil Kasachstan ist auch Okay, ist dann verdammt sind es krass. mehr. Dann sind es mehr. 40. Ja, was schaust du mich an? Ich sag 40. Ich sag 40. 62. 89. Weil geht man schicke Kurdi. Bro, Europa ist nicht so groß, Mann. Was machen die? Holland, schon nur in Italien ist 3 Länder, wo man nachkommt. Italien, San Marino, 28. Vatikanstadt. Mashallah. Also bin ich mit 20 nicht weit entfernt. Krass. Noch hat er mich verwirrt. Scheiße. Also Punkt für ihn in dem Fall, oder? Also wie viele Punkte Dann ist 3 hast du jetzt? Du hast 3. 3, 2, 1, oder? Ja, genau. Haben wir da den Dings? Der Stuff. Nein, das ist nicht. Also gut. Wie lang sind Pariser Katakomben? In Meter. 80 Kilometer. Quadratmeter. Oh, kannst du nicht normal Maß? Sorry. Kilometer, sorry. Was? Kilometer. Aha, Kilometer. Okay. 80. 18. 18. Die ganze Unterführung, die Katakomben, die sind halt schon grusig lang und mit überall toten Köpfen und so. Verwinkelt sind so. Was haben wir das heißt? Das bedeutet, jede Verwinkelung gibt nochmal einen plus 10. Gibt plus 2 Meter. In Kilometer. Ey Bro, in Kilometer, du sagst 18, bist fix. Wie 18? Ja, Schau, das ich sag jetzt 40, einfach aus Herz. 40 ist schon heavy, Bro. Olum. Wieso schaut ihr auf mich? Ja, Auf die Reaktion. Also du, ich sag du, ja, sag du. sag 6. 14,19. Wie viele Punkte hast du gehabt? Jetzt hat er 4. Jetzt hast du Ja. 4. Wieso, wie viel ist es? 300. 300 Kilometer unter Bro, Paris. 300 Kilometer. Ja, Bro, Unter es Paris. ist ja nicht so, sondern es ist Ja, so. logisch, aber trotzdem, Bro, also 300 Kilometer. Wie meinst du, es ist so? Ja, Bro, der nicht Weg geht ein einmal Gang. so, einmal so, einmal so. Es hat wie mehrere Gänge, Bro. Wie viele Leute haben die So wie überall ein- passiert? wie ein 300 Resti. Kilometer gefühlt mit toten Kopf haben. Checkst mal mehrere Gänge. Und dort kann man aber laufen. Also kann man dort ein bisschen hängen. Ja, aber es ist sicher ein Man Teil, kann's. wo du kannst so ein bisschen touristisch. Und aber gibt es nicht sicher so Leute, so, die dort hängen? Die nehmen, es gibt die sicher nehmen so- so die satanische wieder Milieus, Stunden, Bro, die nehmen die Schuhe ab und so, Bro. Bro, sag es ist Satanisten, Bro, sag dir ganz ehrlich. Niemand. 100 Pro, Bro, Hör weiß auf nicht. mit dem Scheiß. Wie viel? Du hast 4 Punkte, du hast 2. Er hat einen. Was, einer, Mann? Du hast einen, Bro. 2 haben wir Zwei. abgeholt. Look, look. Vorher ist Er 3, liegt 2, auch- 1 gewesen, Bro. Nein, Vorher er ist hat 3, zwei. 2, 1 gewesen. 2. Eigentlich 2 oder eine? 2, Zwei. eben, also, für den Podcast. Er hat den Punkt so bekommen und er tut mir einen Punkt absprechen. Schau das Wie an. habe ich einen Punkt bekommen? Ich habe 2 Punkte. Alles gut, Bro. Ich schick Also. Dass du wieder am Labern bist, Bro. Bro, Ja, 4, 2, 2. Look. Die Frage Aber er regt mich auf. Er macht Ja, schlimm ja, hässlich. schon. Aber erst jetzt, wo du Eigentlich. ja, eben, Erst, siehst wo er jetzt verliert. Jetzt, Bro. Ja, easy, okay. Look. Ja. Okay. Nein, null, Bro, Bro. nachher, Jetzt jetzt so, hat er ey, tun wie meine Mutter. Ich schwöre, ich kann nicht verlieren. Bro, nachher im Podcast so, hey, Bro, geil, richtig lustig, nachher schreibt er im Ja. Podcast, schreibt er mir so, hey, Sarah, aber nein, mal bis am Spiel ist so etwas machst und so, das ist immer cool. Nein, also komm mit der Frage. Also, Wie viele monatliche Zuhörer auf Spotify hätte Money? 1,18 Millionen. Look, der Fan, Bro. Ich habe gestern googeln, Bruder. Du hast ja gestern einen Release gemacht, oder? Und dann habe ich gesehen, dann habe ich so, zack. Also, das ist in dem Fall am Seracho, oder? Ja, Bruder. Hättest du es gewusst? Oder 1,108 ist, glaube ich, 1,18, 1,1. So. Also, letzter Stand ist, glaube ich, 1 gewesen. Mhm. Cool, okay. Also 4, 3, 2. Ja, Du schon kannst gut. immer noch. Ja, Wer- alles gut. Ich Wie habe viel die hast du? genaue Zahl. Ich habe die genaue Zahl. Wie viel hast du? Bro, nein. 1. Wie viele Punkte hast du? Du bist Erster 4. mit 4. Okay, wer ist Zweiter? Der Josh, oder? Ist der Josh? Wie viele Punkte hast du? Eine mehr als du. 3. In dem Fall.
Ich habe aber 3 selber. Das heisst, du bist Wie hast gleich. du jetzt 3? Ich habe doch jetzt einen Punkt gemacht, haben wir nachher. Nicht, mit dem Stream. Mit der Streamzahl. Ja, das ist eben. Also viel. Also. Schau da, Bro, die Leute die aberkennen, gell? Das ist Wettbewerbsbetrug. Hat dir Geld gegeben, Jost? Hat dir versprochen, was habe ich jetzt gesagt, Bro? Egal, mach weiter. Hast du gesehen? Das stimmt. Ist die letzte Frage? Das sind 10 Fragen. Ja, schon. Okay. Punktestand 4. Aber dann geht es ja nicht auf. Dann geht es nicht auf. Doch, es geht auf. Mal rechnen, mal lesen, mal dann. Macht die Jenny. Also, nein, Mann, easy. Ja, gratuliere. Ich freue mich, wie du. In dem Fall darfst du mal an unser VIP-Event kommen. Nein, jetzt, wo du geil, Mann. Danke vielmals. Nein, Mann, geil. Ja, Bro, Karim, danke, bist du dabei gewesen, Bro. Sehr geiles Gespräch gewesen. Wirklich, ja. Ja, bist immer wieder willkommen. Du hast ja wegen dem Event geredet. Danke vielmals. Graded. Jetzt müssen wir noch kurz Werbung in eigener Ding machen. Wir haben bald unseren ersten Live-Auftritt und wir haben ja schon Tickets verlost für unsere 30 für 30 Show. Genau. Und wir haben noch ein paar Tickets. Ganz wenige. Für den 23.10. Genau. Sonntag. Korrekt. Genau. Kommentiert auf den YouTube-Account mit eurem Insta-Namen. Folgt uns auf abonniert, subscribet. YouTube. Subscribe. Kommentiert euren Insta-Namen, schreibt einen netten Kommentar. Folgt auf Insta. Genau, es ist ein bisschen viel, aber scheißegal, macht. Und dann tun wir auslösen und der am meisten Merch kauft, hat viel Glück. Mehr Glück als jemand anderes. Ich habe übrigens gesehen, Bro, irgendeiner hat Tickets gewonnen, am gleichen Tag hat er Merch bestellt. Ja, und nicht gönner doch nicht. So, hä? Komm, Günther etwas. Ja, das bestell ich. Dann gesagt, ich bin Nummer 1 Fernsehtag. Nein, Mann, geil. Voll. Bro, wolltest du noch etwas sagen? Nein, Bro, ich bin eigentlich zufrieden. Danke vielmals, dass ihr dafür da seid, Mann. Immer wieder gerne. Richtig lustig gewesen. Also ich kann, ganz ehrlich, ich kann nicht denken, dass wir uns so fest kaputt lachen, dass ich schwitze, aber ich schwitze. Geil, Mann. Ich sehe es nicht, ich habe da unten ein T-Shirt da und das ist nass. Es ist lustig gewesen, es ist ganz geil gewesen, Bro, schön bist du da gewesen. Vielleicht sehen wir sich wieder mal und danke dir für deine Zeit. Danke und euch viel Spaß beim Zuschauen von dem oder danke, dass ihr zugelassen und bis zum nächsten Mal. Peace. Das ist kurz und